Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode vom Unsafe Release, eurem Schweizer F1 Podcast mit euren Hosts, im Kasel und im Schubs. Ja, in der heutigen Episode reden wir über das vergangene Rennwochenende in Kanada und wir reden auch über ein Thema, das momentan vielleicht noch nicht so präsent ist, aber in den nächsten paar Jahren vielleicht doch ein bisschen präsenter könnte werden. Und zwar geht es um Frauen, die vielleicht in der Formel 1 fahren könnten. Zudem reden wir über die kommende Silly Season, die eventuell könnte stattfinden und auch noch über die aktuellen Gerüchte aus der Formel 1. Wir wünschen euch wie immer viel Spass und eine gute Unterhaltung. So, herzlich willkommen zurück. Wir legen gerade los. Wir starten mit dem vergangenen Grand Prix in Kanada. Und ja, wie soll ich sagen, das Rennen war ein bisschen zäh. Der Start war spannend und dann hat es auch relativ schnell schon wieder ein bisschen abgeflacht und dann ist man wieder ein bisschen aufgeschockt, weil plötzlich der Russell an der Wand geklebt ist. Und nachher ist man wieder eingeschlafen und dann hat es sich eigentlich also schon, also das ist eigentlich schon das ganze Rennen, kann man sagen. Nein, also es ist natürlich schon ein bisschen mehr passiert noch, es war nicht nur das alles, aber im Großen und Ganzen ist jetzt der Kanada Grand Prix nicht gerade der Bringer gewesen. Also, wir hatten definitiv schon spannende Rennen gehabt, abgesehen von der Spitze, weil dort mit dem Max ist ja die ganze Sache immer etwa so, ja, auf jeder Strecke etwa das gleiche Thema. Aber es sind doch ein paar Sachen rausgestochen. Einerseits einmal, ja, wenn wir es gerade schon angesprochen haben, der Start. Der Hamilton hat wirklich einen Bombenstart hergelegt und konnte so am Fernando Alonso vorbeiziehen. Und der Alonso hat leider, denke ich, manchmal immer ein bisschen Mühe bei den Starts. Also ich hoffe ja schon die ganze Zeit, dass wenn er von P2 an losfährt, dass er mal in Kurve 1 reindiven kann. Und vielleicht mal den Verstappen mitgeben kann und so, dass der Verstappen ein bisschen den Trouble hat. Und dass vielleicht mal ein Aston einfach mal ein paar Runden vorne fährt. Oder vielleicht sogar einen Win holt. Aber für das müsste eigentlich mal der Alonso wirklich einen guten Start herlegen. Aber momentan macht er das irgendwie nicht. Das finde ich echt schade. Weil eben am Start hat er es verloren durch den Hamilton. Hat aber auf der die gesamte Race Pace ist dann aber doch wieder stärker gewesen als die vom Hamilton. Habe ich vor Alonso gesagt? Ich weiß es gar nicht. Ich meine vom Hamilton. Und so ist er dann ziemlich gleich mal wieder während dem Rennen vorbeigezogen. Aber sie haben ja auch noch ein bisschen Updates gebracht. Also sie haben ja noch mal ein bisschen andere Seitenkästen. Soll jetzt noch mal ein bisschen näher wie ein Red Bull aussehen, jetzt geheißen. Man hat jetzt von außen her jetzt nicht so übertrieben schlimm gedünkt, aber sie haben sich sicher inspirieren lassen. By the way, hast du gewusst, dass Red Bull den Heckdiffuser hinten, also wirklich dort unter dem Heckflügel, dass sie das von Williams kopiert haben? Das ist eigentlich schon noch krank, wenn du das so überlegst, weil ich meine, wir haben ja das letzte Mal, im letzten Podcast haben wir ja noch so darüber gelacht, wie der Unterboden von Williams aussieht, weil da einfach nichts rum ist. Aber der Heckdiffuser, dort haben sie wirklich anscheinend etwas Schlaues gemacht, beziehungsweise wo Red Bull gedacht hat, so, ja, das kopieren wir jetzt auch mal, das macht noch Sinn, dass es so ist. Also, das war schon recht überraschend gewesen. Aber ja, eben, zum Start, das war eigentlich gewesen, oder? Mehr ist schon nicht passiert am Start. Also am Start selber, nein, eigentlich nicht viel mehr passiert, außer eben der schwache Start vom Alonso. Aber sonst wüsste ich auch nicht, wo mir wirklich durch den Kopf geht. Mit der Ausnahme, dass mir der Nick de Vries am Anfang gefallen hat, die erste Rennabschnitt. Oder? Also Start ist er schon mal nicht schlecht dabei gewesen, hat wirklich mitgepusht, schön am Fighten gewesen. Und das ist, glaube ich, auch schon das Nächste, was im Rennen passiert ist, oder? Die ganze K-Mag, der Vries-Geschichte, stimmt das? Oder ist Russell vorher gewesen? Ja, der Russell war vorher noch gewesen. Der Russell, der in die Wand reingefahren ist, das ist noch vorher passiert. Und dort gerade ganz kurz dazu, also dass der noch weiterfahren konnte, ist ein Wunder. Okay, er hat gleich ein DNF gewesen, schlussendlich, aber wegen der Bremse anscheinend, also dass der seine Gearbox nicht ganz verjettet hat, dass der nicht gerade das Rad hinten abgehauen hat, also der ist noch stabil gebaut, wirklich. Ja gut, allgemein die 22er Modelle, also eigentlich die neue Generation von der Formel 1 Autos, die sind schon sehr, sehr stabil, denkt es mir auch. Also, ausser man fährt in Monaco in die Leitplanke hin und dann ist gerade die Aufhängung gebrochen. Aber grundsätzlich, also so wie der dort reingetatscht ist, hat schon recht stabil ausgesehen dort. Aber schon wie du sagst, dass ich auch denke, auch der wird wahrscheinlich, also
schon noch zurückkommen, aber wird wahrscheinlich dann in der Box in der Retire und nicht mehr weiterfahren. Aber sie haben ihn doch nochmal rausgelassen. Wäre auch recht überrascht gewesen. Aber man hat dann schon gesehen, dass Pace gefehlt hat beim Russell. Er hat dann doch Mühe gehabt, hinten nachfahren dort. Das war zwar dabei gewesen, wegen dem Safety Car, der kam, hat er natürlich den Anschluss wieder gehabt. Aber er hat dann auch sehr Mühe gehabt, um eben so an den hinteren Fahrzeugen vorbeizukommen. Und natürlich, was wir voll vergessen haben, der Logan Sargent, der ziemlich in der Runde 3, 4 oder so schon ein Engine Failure oder irgendetwas oder ein Hydraulikproblem oder whatever. Der hat ja das Auto abstellen. Also auch dort. Ich habe ihm das Gefühl, wenn er nicht verkackt, ist es einfach sein Auto. Es ist irgendwie so der zweite Williams-Seat, ist der Red Bull-Seat vor ein paar Jahren. Ja, ist schon so. Ja, es ist schlimm. Also der Sargent, entweder läuft es bei ihm nicht oder das Auto läuft nicht, eins von beiden. Aber ja gut, jetzt eben, kann ich ja eigentlich nicht viel dafür. Also ja, ist schon schlussendlich einfach Pech. Absolut. Aber nach der Safety-Car-Phase dort vom Russell ausgelöst, hat es eben dann den Restart gegeben. Und dort habe ich so lustig gefunden, dass ja der Max hure lang, also wirklich bis zu der Wall of Champion, hat der ja nicht beschleunigt gehabt. Und das war immer noch mal am Waven gewesen, die ganze Zeit immer links, rechts gefahren. Aber er hat es eben noch hure schlau gemacht, weil ja der Red Bull so ein Reifenflüsterer ist. Also das Auto hat recht, also beziehungsweise fast alle Teams haben recht viel Probleme gehabt, die Reifen auf Temperatur zu bekommen, weil halt eben die Strecke ja viel geradeaus bremsen ist und nicht eigentlich so langgezogene Kurve oder irgendetwas drin hat, wo jetzt so einen Reifen könnte gut aufheizen. Und er hat es eigentlich noch einen schlau gemacht, im Restart hat er die ganze Zeit in der Schlangenlinie gefahren und dann hat er Gas gegeben und dann hast du auch gesehen, wie der Alonso und der Hamilton in der Schikane am Sliden waren, weil sie das eben nicht gemacht haben. Also den muss man schon noch im Verstappen doch noch gut überlegen. Und ja, also, weißt, egal wie unsympathisch das der Cape ist, talentiert ist er weiss auch. Also fahren kann der, das ist abnormal, wirklich. Das ist so ein Ausnahmetalent. Und da kann man sagen, was man will. Ja, also er hat es wirklich schlau angestellt. Die anderen haben das eben nicht gemacht. Und dort hat man so gesehen, dass sie ein bisschen Mühe hatten. Aber ja, allgemein zu der Reifen, also eben, das ist ja das Thema. Vielleicht haben sie es eben auch schon mitbekommen. Ferrari ist ja wirklich eigentlich ja, doch relativ stark gewesen, was Pace anbelangt hat in Gaxen im Rennen. Oder allgemein auch in der Trainingsphase und Qualifying-Phase, abgesehen dort, wo es plötzlich so monsunartig regnen ist, sind die wirklich brutal schnell gewesen. Und der Grund ist eben das, der Ferrari hat Mühe, die Reifen auf Temperatur, beziehungsweise hat die Reifentemperatur schnell oben, aber schnell drüber raus und dann frisst es den Reifen aus. Und in Kanada haben sie das wirklich gut managen, weil ja der Reifen Mühe hat zum Aufwärmen. Und darum haben sie das wirklich gut hergebracht dort. Und darum war es halt plötzlich so schnell gewesen, weil der Dr. Helmut Marko, ich weiss, alle jetzt wieder gerade so, ich sehe jetzt schon alle die Kopfhörer so, Alter, nicht der. Und gerade so Kopfhörer raus. Nein, aber der Dr. Helmut Marko hat selber auch gesagt, er vermutet, wenn Ferrari weiter vorne gestartet wäre, wäre es um das Podium gegangen oder sogar um den Sieg, weil sie doch viel schneller gewesen sind. Weil, wenn man die Zeiten vergleicht, der Verstappen, also Zeiten vergleicht mit anderen Strecken. Der Verstappen ist normalerweise in der Hälfte des Rennen locker 17, 18 Sekunden voraus, weil der Car einfach läuft und er läuft auch, also beziehungsweise nein, er fährt, aber ja, wisst ihr, was ich meine. Aber das muss wirklich anders sein. Nur immer so 7 bis maximal 8 Sekunden Gap hätte gehabt zum Alonso dann. Also es ist eben schon brutal spannend, dass der wirklich Mühe hat, das Auto auf Temperatur bzw. Drive auf Temperatur zu bekommen und dann auch so wegzuziehen. Also dort, es wäre schon spannend gewesen, wenn Ferrari vorne gestartet wäre. Also ich glaube, da hätte noch ein geiles Battle geben mit dem Max und dem Leclerc. Da wäre so wieder so 2022er Vibes gewesen dann. Ja, könnte. Ich weiß nicht. Also, ich glaube, wir sind relativ weit davon entfernt. Das werden wir dieses Jahr ziemlich sicher nicht wieder sehen. Ich glaube einfach nicht, dass Ferrari das irgendwie noch fertig bringt, bevor sie nicht auch auf ein Red Bull-Konzept übergehen. Weil du hast es vorhin schon angesprochen. Also, Mercedes hat jetzt auch so ein Red Bull-Konzept genommen. Mittlerweile sieht eigentlich jedes Auto so aus. Also, Alpine sind, glaube ich, so die ersten gewesen, die so den Schwung noch reingebracht haben in den Sidepods. Man merkt einfach, dass alles so ein bisschen in die Richtung geht und Ferrari
relativ lang, relativ stur noch auf dem Badwannenbecken geblieben ist. Und ich glaube, bevor das nicht auch geändert wird, also klar, das bedeutet einen ganzen Philosophie-Change, nicht nur Zeitbots, das bringt der Lege ja noch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das passiert. Meinst du wirklich, dass wir zu kurz davon sind? Nein, das glaube ich schon nicht. Aber weißt du, halt, Fred Vasseur hat gemeint, dass sie das Konzept jetzt inzwischen schon besser verstehen. Eben, wie gesagt, ich denke, es ist mega streckenabhängig, weil eben Kanada ist jetzt halt auch wieder so eine... Also, Kanada zählt ja als Stadtkurs, obwohl das ja eigentlich eine Strecke ist auf einer eigenen Insel, blöd gesagt. Aber eben, wie ich schon vorher gesagt habe, Ferrari hat ja Mühe mit der Reifentemperatur, weil sie immer darüber ausschiessen. Jetzt haben sie es aber perfekt eigentlich getroffen gehabt, weil eben die Strecke den Abrieb nicht gibt, wo es eine andere Strecke bringt. Oder weil halt einfach, ja, nicht das Kurven gefahren werden kann, wie sonst. Ja, auf einer anderen Strecke. Darum, darum glaube ich nicht, dass sie es da werden schaffen. Sind wir ehrlich, die WM ist gegessen. Das wird, das wird Driver World Championship oder Fahrerweltmeisterschaft geht an Max und Konstrukteur geht an Red Bull. Der Karun Chandok hat, das war noch im Training gewesen, dann ist der Max noch 53 Punkte, glaube ich, voraus gewesen. Der Karun Chandok hat einen Fact gedroppt und da habe ich noch spannend gefunden. Noch nie in der Geschichte von der Formel 1 ist ein Champion nicht Champion geworden, wenn er mehr als 53 Punkte oder 53 Punkte voraus ist. Das heisst, es hat noch nie jemand einen 53-Punkte-Lead eingeholt. Und er hat den 53-Punkte-Lead jetzt schon. Schon? Ja. Hat es das noch nie gegeben? Also weißt du, jetzt bin ich gerade am überlegen, Mercedes-Dominanz, hat es das nie gegeben dort? Anscheinend nicht. Krass. Weil, Ja, weißt, also, ich meine, das zeigt ja eigentlich nur, wie dominant der Red Bull ist gegenüber Mercedes in ihrer Prime. Ja, und vor allem auch, wie dominant der Max Verstappen ist. Aber ich meine, der Lewis, der ist ja auch immer der Bottas. Valtteri Bottas. Valtteri Bottas hat ihn ja auch nicht mehr eingeholt, bis auf... Also ich meine, wann ist der Bottas am längsten noch vor dem Hamilton gewesen? Nie. Also, ich glaube, 2019 hat es mal so eine Phase gegeben, wo er relativ stark war. Aber das dort, wo er Australien gerade gewonnen hat. Ja, das ist, glaube ich, das einzige WM-Lied, das er je hatte. Eben, und wegen dem, also man kann sich das irgendwie gar nicht vorstellen, aber es macht schon Sinn, weil früher haben Teams so viel abwechselnder immer wieder gewonnen, bis das so ein bisschen angefangen hat mit McLaren und Williams, die so dominant davon werden. Und seitdem, ja, hat es mehr dominante Teams gegeben, anstatt umgekehrt. Und früher war das Punktesystem ganz anders gewesen, weißt du? Ja, aber jetzt... Ja, das stimmt schon. Ja, gut, Punkte, die wenigsten Championships sind mit mehr als 50 Punkten gewonnen worden vor den 2000er. Würde stimmt. Ja, es ist ja für ihn hat es ja eigentlich für den Win 10 Punkte gegeben und dann nachher ist es runtergegangen bis 10, P8 oder so. 6, 4, also eigentlich in 2 Schritten ist es runtergegangen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber so... Es ist glaube so wie jetzt... Eines bis P8. Ich glaube, jetzt wie im Sprintformat ist es eigentlich für ihn gewesen. Also... Ja, voll. Gut, was man aber natürlich muss sagen, wenn jetzt muss ich es einfach wieder reinwerfen, wenn der Perez auch wieder mal ein bisschen anständig fahren und nicht aber der Perez ist eine einzige Enttäuschung seit Monaco her. Nein, die nächsten 3 Rennen sind katastrophal. Also weder im Qualifying am Start sein, noch während dem Rennen irgendwie bei der Musik sein. Ganz schlimm. Es erinnert mich an Sainz, kommt von McLaren, macht dort weiss nicht was für Rennen, oder das Rennen in Brasilien werde ich nie vergessen, wo er von was ist das, P15 auf P9 oder so, P3 oder so ist. Ja, so P4 und nachher ist hat er Strafe bekommen, der ist P3 geworden. Ja, genau. Das war 2019, glaube ich. Ja, 20. Ja, Nein, 20. 20 ist ja Ferrari schon gefahren, oder nicht? Nein, 20 war schon Corona-Saison. Dort ist er noch bei... Ist er noch bei McLaren gewesen? Ja. Okay. Erst zu 21. Und es hat nachher, oder, dasselbe geht zu Ferrari und verkackt. Nur was ich auch spannend finde... Die erste Saison war gut bei Ferrari. Dort ist er dabei. Nein, stimmt. Die erste war gut. Stimmt. Die zweite war scheiße. Absolut, also gut. En par mit dem Leclerc. Sie war nicht super gut, aber sie war en par mit dem Leclerc. Auf jeden Fall. Mal schnell, wie die Punkte waren dort. Ich habe gemeint, er hat mehr Punkte gehabt. Leclerc hat mehr DNFs und mehr Engine Failures und so gehabt. Eben 21. Saison ist einfach der Sainz war P5 und der Leclerc war P7 gewesen. Yes, sir.
Ja, und schlussendlich mein Point ist, innerhalb von einer Season, mit einem Auto, wo Perez selber gesagt hat, es ist im selten ein Auto so gut gelegen. Ich meine, er hat ja auch gerne ein Auto, das gegen vorne läuft oder wo man auch hinten ein bisschen ausbrechen kann. Er kann das kontrollieren. Aber er bringt es auf einmal nicht mehr fertig. Also 3 Rennen lang. Und das ist jetzt wirklich eigentlich alle 3 Rennen wegen ihm verschuldet, dass es nicht gut läuft. Und es ist schade. Es ist mega, mega schade. Weil er ist so ein bisschen wie Bottas früher, die einzige Hoffnung gewesen, noch, um irgendwie einen Championship-Fan zu haben. Ja gut, aber eben, das Ding war eben wiederum gewesen, bei Mercedes und Bottas dazu mal, ist es so gewesen, dass der Bottas auch rum war, wenn der Hamilton irgendetwas verbockt hat oder etwas war. Ja, aber das ist der Bottas Perez auch. Da kannst du jetzt sagen, was willst du, das ist der Perez auch. Er war vielleicht nicht im ersten halben Jahr gewesen, als er bei Red Bull gefahren ist, und er ist jetzt auch nicht die letzten 3 Rennen gewesen. Aber Bottas hat ja manchmal auch so Strähnen gehabt, wo er verkackt hat. Ja, ich weiß nicht. Das Ding ist halt einfach, wenn du bei Red Bull einfach verkackst, dann musst du halt einfach aufpassen. Und ich habe einfach das Gefühl, dass der Perez momentan auf recht dünnem Eis steht bei Red Bull. Weil der Helmut Marko sagt eigentlich in jedem Interview immer wieder, dass in einem Fahrer wie ihm oder wie ein Kaliber wie er ist oder das Auto, das er hat, darf das nicht passieren. Ja, aber der Helmut hat immer eine grosse Schnurre, gell? Ja, aber weißt du, das Problem ist, er hat eben Einfluss auf Fahrer, beziehungsweise er kann bestimmen, wer fährt und wer nicht. Also klar sind noch andere Personen auch noch mitbestimmen, aber er hat eines der grössten Machtwörter dort im Team. Ja, aber wieso nehmen sie denn nicht, wenn er so einen grossen Einfluss hat und wenn er so einen hohen Stress hat, auf seine Fahrer auszudrücken, wieso fährt ein Ayumu Iwasa nicht schon bei AlphaTauri? Wieso fährt ein Daruvala nicht mehr mit Red Bull zusammen? Oder wieso nehmen sie Nick de Vries und Sergio Perez zum Team zu füllen? Weil sie eigentlich gar nicht mehr anders haben. Also mit der Ausnahme, dass sie halt wieder einen Danny Rick reinsetzen, was ich auch für sehr unwahrscheinlich halte, sehe ich jetzt nicht, dass er muss sicher nicht dieses Jahr im Perez seine Saison oder sein Sitz gefördert ist. Vielleicht für nächstes Jahr muss er sich ein bisschen mehr beweisen, aber ich habe das Gefühl, der Christian ist extrem überzeugt von Perez, weil er ist genau das, was er wollen hat. Er hat einen Bottas wollen und der Perez ist ein Bottas, sind wir ehrlich. Ja, true story. Ist schon so. Ja, aber du hast schon richtig gesagt. Du hast es eigentlich schon gut gesagt. Ich denke schon, dass der Christian Horner weiss, was er an Perez hat. Und ich meine, der Perez hat es ja schon auch bewiesen. Das ist ja nicht so, als würde er immer nur hinten nachfahren. Manchmal kann ja der Verstappen auch challengen, vor allem in der Stadtkurs eigentlich. Ja, ich meine, was hat er? 4 Wins für Red Bull, 5 insgesamt. Und das spricht halt auch für sich allein, weil er hat bis vor 3 Jahren noch kein einziges Rennen gewonnen. Also, auch wenn man jetzt kann sagen, gut, das ist zwar dominantes Auto und alles drum und dran, 5 Race-Wins innerhalb von ein paar Jahren, das schafft auch nicht jeder Fahrer. Oder? Ja, voll. Das ist schon so. Aber ich weiß halt nicht. Eben, wie gesagt, bei Red Bull bist du halt immer ein bisschen auf dem Schleudersitz. Und ich glaube jetzt nicht, dass er irgendwie durch einen Tsunoda ersetzt wird oder dass er irgendwie durch De Vries sowieso nicht oder dass der Ricciardo wieder reinkommt. Das glaube ich auch nicht, weil der Ricciardo... Es tut mir hure weh, dass ich das sagen muss, aber der ist wirklich alt. Der kommt nicht mehr rein. Das ist so ein Hulkenberg-Ding. Der wird wahrscheinlich auch... ich weiß nicht, ich soll immer noch Hulkenberg sagen. So ein Hulkenberg-Ding. Das ist... Alle lieben ihn, alle wollen ihn zurück in der Formel 1. Er wird wahrscheinlich ein paar weißt du, wenn irgendwie wieder jemand Covid oder irgendetwas hat oder so und nicht fahren kann, dann wird er wahrscheinlich wieder einspringen und zeigen, was er drauf hat. Und dann wird er vielleicht wieder von einem Team genommen. Aber ich glaube, dass er auch einfach sein Ego muss abschrauben und halt sich selber auch zulassen, in einen Hase hineinzuhocken. Oder? Weil etwas anderes wird er nicht mehr bekommen. Er hat sich seinen Ruf zu fest kaputt gemacht. Auch wenn ihn alle lieben, das reicht nicht. Lieb sein bringt er keinen schnellen Racing. Bringt er keinen Sitz, ja, das ist so, ja. Mhm. Ja, es ist spannend dort wieder. Also, eigentlich hat man ja so ein bisschen predicted, dass ja die Silly Season das ja nicht so spannend wird. Aber eben, wenn halt ein paar gewisse Fahrer nicht richtig performen, könnte sich halt da schon etwas ergeben. Weil, jetzt kommen wir gerade zu dem ersten Gerücht, das ich gelesen habe. Und ich habe es vorhin im Schubs schon gesagt. Aber er hat schon Luft geholt, um etwas zu sagen. Ich so, nein, warte, bis wir den Podcast angefangen haben. Und zwar folgendes, es ist so, der Mick hat ein Interview gegeben
Und dort hat es geheissen, oder er hat einmal gesagt, warte, ich tue da noch mal kurz abchecken da. Warte. Ah, ich habe es nicht offen gelassen, ich Idiot. Oh mein Gott, warte. Ich finde es gerade wieder. Ich weiß zum Glück, auf welcher Seite das ich gelesen habe. Ja, sonst musst du schnell schneiden. Nein, ich schneide da gar nicht. Sie dürfen nicht zulassen, wie ich einen Schluck Wasser trinken. Ja, das gibt's doch nicht. Also mehr. So, Formula. Ja, da ist es. Also, und zwar hat es geheißen, der Mick hat im Interview gesagt, dass bald etwas wird passieren in der Zukunft, also sprich in den nächsten paar Wochen, Monaten. Und das kommt von woher? Darf ich schnell fragen? Formula Uno. Also Formel und das L ist als Eis genommen worden. Ja, Punkt aber Uno. welches Interview? Eben, der hat das Interview mit dieser Seite. Die heisst so. Aber das Gerücht selber kommt von Formula Racers. Und die Gerüchte, die dort drauf stehen, sind fast immer zuverlässig. Ja, na gut, eben. Also. In den grössten Fällen sind die wirklich eigentlich noch recht stark, was die ja, und was quotiert wird, ist ja sowieso immer. Oder? Also wenn er das natürlich schon so sagt, okay. Ja, das Ding ist halt einfach immer alles so, dass ja Gerüchte in der Formel 1 oder so allgemein immer so, was ein bisschen gesprochen wird. Also so die Gerüchte entstehen nicht einfach so aus heiterem Himmel. Da ist immer ein Tropfen Wort hinter dran. Weißt du, was ich meine? Ja, es ist immer, redet man irgendwo hinterher miteinander. Ich meine, dass der Nick de Vries mit dem Helmut Marko geredet hat man schon gewusst, bevor es irgendwie 10 Monate später nachher als Press-Release mal gesagt worden ist, ja, sie haben dann wirklich miteinander geredet. Und nochmal 2-3 Monate später hat man dann mitbekommen, er bekommt dann den Sitz, oder? Weil es passiert halt einfach noch so viel, bis es finalisiert ist. Und es kann noch so viel passieren, wo vielleicht der Contract gleich nicht dort sein. Vielleicht gibt es Fragen bezüglich der Dings, der nicht Driver's License. Driver's License? Nein. Wie heisst die hohen Punkte, die du musst haben für Penalty Points. Du meinst Dings für Racing-Lizenz da. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Gut, wir wissen alle, was wir meinen. Ja. Das ist das Wichtigste. Oder es kann sein, dass dir vielleicht irgendetwas nicht gut ist. Superlizenz heisst der Scheiß. Superlizenz! Super, danke vielmals. Aber es stimmt, also in der Formel 1 ist meistens ein Gerücht, okay, auch wenn es vielleicht nicht immer stimmt und nicht immer so passiert, aber man hat ja auch lange darüber gemunkelt, dass der Ricciardo zu Haas geht, weil er ja auch tatsächlich mit dem Gene geredet hat und mit dem Dings, mit dem Steiner. Also die Gerüchte kommen nicht von nichts. Eben genau. So. Eben genau. Und eben jetzt, man spekuliert jetzt natürlich, eben, klar, in erster Verbindung wird ja immer der Mick mit Williams gebracht, weil halt einfach Williams sehr nahe mit Mercedes zusammen arbeitet. Aber momentan kursiert so das Gerücht, weil, ich weiß nicht, ob du das mitbekommst, vor ein paar Wochen hat es eben mal geheissen in einem Interview, wo der Franz Toast abgegeben hat, dass eben sie ernsthafte Gespräche mit dem Mick hatten, bezüglich Sitz 2023. Aber das nicht zustande gekommen ist, weil sie nicht gewusst haben, was bei Haas geht. Und wo ja Haas bekannt gegeben hat, dass sie den Mick rausschmeißen und den Hülkenberg nehmen, ist ja der De Vries schon der Vertrag gewesen. Der De Vries ist ja ziemlich kurz nach Monza ist der unter Vertrag gekommen, bei Alpha Tauri. Und jetzt sind natürlich eben wieder so die Gerüchte ein bisschen aufgekommen, ja, eben De Vries performt hure Scheiße momentan. Wird er ersetzt durch den Mick? Kann es sein, dass jetzt der Mick wieder in die Formel 1 kommt und einfach zu Alpha Tauri geht? Und das finde ich eben einen hure spannenden Punkt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte mir ihn schon noch vorstellen bei Alpha Tauri. Das würde ich eben schon. Also irgendwie kann ich mir ihn überall vorstellen, außer jetzt bei Haas. Aber das ist ja auch klar, wieso. Aber sonst passt der irgendwie gefühlt in jedes Team eigentlich rein. Ja. Bis auf vielleicht Teams, die zukünftig von Ex-Ferrari-Mitarbeitern, die ihn rausgeschmissen haben aus der Ferrari Academy, hat dann der Dings, der Laurent rausgerührt? Ist er es gewesen? Also nicht er, aber soweit ich weiß, ist der Laurent selber nicht der grösste Fan gewesen. Nicht, dass er ihn gehatet hat oder so, aber wobei der Laurent hat auch nicht so viel Mitspracherecht bei so Sachen. Aber
grundlegend sage ich einfach, wieso zu einem Team zurückgehen, das geleitet wird von jemandem, der in dem Team ist, der den rausgeschmissen hat. Zweitens sehe ich eben auch nicht ganz, dass Mercedes ihn dort fahren will. Weil ich habe das Gefühl, Mercedes ist sehr überzeugt von ihm. Und soweit ich verstanden habe, haben sie es auch schade gefunden, haben sie ihn eigentlich an die Ferrari Driver Academy verloren damals. Und sie hätten ihn eigentlich gerne unterstützt. Und jetzt haben sie ihn. Also wieso sollten sie ihn wieder zu Red Bull / Ferrari säckeln lassen? Weil sie werden safe nicht können, ihn irgendwie managen, wenn er bei AlphaTauri ist. Da bin ich überzeugt. Ja, gut, das Ding ist halt einfach das, gell? Als Fahrer willst du halt fahren. Und ich meine, wenn du das Angebot bekommst, ich meine, er hat ja nur einen One-Year-Contract bei Mercedes, oder? Er ist ja nicht länger angebunden. Aber ich sehe schon an, was du sagst. Ich meine, eben Mercedes hat ihn ursprünglich wollen, hat ihn verloren an Ferrari. Und jetzt haben sie ihn. Und ich meine, sie sind mega happy mit ihm. Ich meine, schau mal die lobenden Worte, die er nach Spanien bekommen hat, vom Hamilton und vom Russell. Dank seiner Arbeit im Simulator haben wir so ein gutes Auto auf der Strecke. Wir sind so schnell gewesen. Und ich finde das hure krass, du bist nur Reservefahrer, du bist einer, der 2 Jahre Saison, also 2 Jahre Formel-1-Erfahrung hat, beziehungsweise 1 Jahr kannst du erzählen, weil der Karre einfach absolut der Schrott war. Und das 2. Jahr, okay, bist ein bisschen unpünkt hier und da mal mitgefahren, aber ja, bist auch nicht auf dem Niveau gewesen, wie du hättest sollen sein. Und dann kriegst du so ein Lob über von einem 7-fachen Weltmeister. Das ist einfach das Meme. Ich spüre jetzt schon den Hate, nein. Und vom Russell halt. Aber weißt du, was ich meine? Ist ja eigentlich schon, also wenn ich jetzt der Reservefahrer wäre bei Mercedes und mir würde dann eben so ein Hamilton sagen, ey, dank deinem Job im Simulator haben wir so ein gutes Auto gehabt. Das wäre für mich hure krass, also das wäre für mich umwerfend, ey. Es ist ja für ihn selber mal umwerfend und vor allem sicher ein riesen Motivationsboost. Aber ich meine, schau mal zurück, wann hat man das letzte Mal über einen Reservefahrer so praised? Ich meine, das letzte, was mir in den Sinn kommt, ist der Ocon, wo er noch ein Reservefahrer war für Mercedes. Und sonst gibt es relativ selten, dass man über einen Reservefahrer sagt, der bist jetzt hure gut. Vielleicht der Drugovic noch, aber Drugovic, Piastri und Ocon sind die einzigen, die mir in den Sinn kommen. Ich bin gerade am Überlegen, aber du hast schon recht, ja. Gut, das Ding ist halt einfach auch, weißt du, da muss man vielleicht auch wieder sagen, Name Schumacher halt, weißt du, wo wahrscheinlich auch viel mitspielt noch. Das auf jeden Fall, aber schau, genau das ist der Grund, wieso dass ich ihn bei Mercedes mehr sehe als bei Ferrari, weil bei Ferrari hat er nur eine Chance gehabt, oder hat er immer noch eine Chance, wenn der Papa auch neben der Rennstrecke würde stehen. Aber Mercedes schätzt den Schumacher extrem. Bei Ferrari sind nicht mehr die Teammitglieder dabei von damals. Jedenfalls die wenigsten. Und bei Mercedes sind noch alle dabei, die im Michael, jetzt habe ich fast Michael gesagt, im Michael so zu viel eigentlich zu danken haben, was er dann gekauft hat, aufbauen etc. Wegen dem, ich sehe schon, dass Mercedes ihn eher wird versuchen, bei einem Mercedes-Motorenteam auch unterzubringen, wobei natürlich das mit McLaren könnte schwierig werden, aber wer weiß, was sich Ende dieses Jahr alles tut. Wer weiß, ob Logan Sargent noch dabei ist nächstes Jahr. Wer weiß, ob Kevin Magnussen noch dabei ist oder ob Lando Norris wirklich immer noch für McLaren fahren will. Oder es gibt so viele, ich sage, halboffene Fragen, weil Contracts sind eigentlich aber wirklich ganz zufrieden sind nicht alle Teams mit allen Fahrern und alle Fahrer mit allen Teams. Ja, das ist schon so. Aber eben gut, ich denke es jetzt nicht, dass er wieder zurückgeht zu Haas. Also, da müsste man eher sagen, dass vielleicht jemand anderes den Haas jetzt wird nehmen von Magnussen und dann irgendwo anders das Cockpit wird freigeben. Genau, das ist einfach eine Rotation. Vielleicht geht der Stroll ja zu Haas oder? Und dann kann er so zu Aston. Oder der Sargent. Amerikanischer Fahrer bei amerikanischem Team. Ja, das wäre eine wilde Kombo, ja. Das wäre, die Frage ist einfach, wie gut das er fährt, gell? Und das Ding ist, Haas hat sich eigentlich jetzt klar positioniert, dass sie nicht ein Team sind für junge Fahrer. Also der Sargent müsste schon performen, dann würde dann noch eher der Mick wieder zurück sein bei Haas. Ja gut, das wird auch nie passieren. Ja, eben. Ja, es ist schon mega schwierig, aber ich finde es lustig, weißt du, es ist so ein Gerücht,
Das liebe ich eben so an unserem Podcast. Es ist ein Gerücht und dann fängt es an, ja, das. Versuchen einfach zu spekulieren. So ein Schneeball. Wenn jetzt wirklich auch irgendwie so wieder eine Viertelstunde nur über das geredet kann, wie sich was könnte vielleicht so ergeben und so. Aber ich sehe es schon auch so. Also, ich habe einfach auch das Gefühl, der Mick passt momentan sehr, sehr gut zu Mercedes. Ich denke auch, wenn er für 2024 kein Cockpit wird bekommen, dann würde er auch weiterhin bei Mercedes bleiben. Ich denke, sie würden ihm nochmal einen Jahresvertrag anbieten. Und ja, weiß halt nicht. Williams, Sargent ist möglich, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie rein marketingtechnisch werden noch ein Jahr behalten. Der Sargent. Ah ja, das glaube ich ja. Also ich glaube nicht, dass seine Saison gerade nach einem vorbei ist. Also ich möchte einfach, also eben, es kann, da können ihr sagen, dass ich vielleicht Mick-Fanboy bin, whatever, ist mir eigentlich auch egal. Aber ich wollte schon, dass der Mick wieder zurückkommt in die Formel 1, weil ich einfach das Gefühl, er hat nochmal eine Chance verdient und ich habe einfach auch das Gefühl, er ist schnell, er ist talentiert und er kann es auch. Aber er hat einfach nie das richtige Auto gehabt, dunkt es mir. Also, ja, der Mick ist wieder zu Not einfach einer, der halt wirklich auch die Zeit braucht. Und er hat wirklich never noch nur ansatzweise die Unterstützung bekommen, wie es ein Yuki hat, oder? Ja. Eigentlich ein Yuki mit all dieser Hilfe und Unterstützung und Tipps und Tricks, die er von seinem Teammate, von seinen Vorgesetzten, von allen um ihn herum bekommen hat, hätte eigentlich viel schneller auf der Pace sein. Und ich bin überzeugt, wäre der Mick bei der Red Bull Driver Academy gewesen, dann wäre er jetzt viel, viel besser dran. Ja. Ich meine, eben gerade zu Noda, schauen wir mal an, wie er fährt. Ich weiss noch, von einem Jahr oder von 1,5 Jahren, wo wir angefangen mit dem Podcast, wir haben voll über den Tsunoda abgeredet und gesagt, also, ja, komm. Langsam ist gut. Ja, eben, der soll mal ersetzt werden, der hat keinen Wert und weiss ich was. Aber jetzt, also klar, man muss sagen, vorher hatte ja den Gasly als Teammate und der Gasly ist natürlich schon auch eine Hausnummer, muss man sagen. Er ist schon ein starker Fahrer, der Gasly. Mhm. Also in einem guten Tag, ja. Ja, es sind ja gute Tage. Aber bei AlphaTauri hat er oft gute Tage gehabt. Also gerade 21. Saison so. war er wirklich gut gewesen. Aber der Tsunoda, hast du das richtig gemerkt, jetzt, wo er so ein bisschen das Zepter übernommen hat, weil halt der Gasly weg ist der voll in eine andere Rolle rein. Er ist auch nicht mehr so aggressiv am Funk, manchmal. Schon noch, aber ich finde ihn mittlerweile einen tollen Fahrer. Ich finde ihn super und auch einen schnellen Fahrer. Und ich glaube auch, wenn AlphaTauri, man muss es halt einfach wirklich sagen, der AlphaTauri läuft nicht. Das ist ein scheiß Auto, das sie haben. Und wenn sie ein kleines besseres Auto hätten, würde Tsunoda, glaube ich, schon noch recht gut um Punkte mitfahren. Bin ich ziemlich überzeugt davon. Ja, das glaube ich auch. Kann ich nur unterschreiben. Ja, also wir werden es sehen, eben die Silly Season, die fährt ja jetzt einen gleichen Moment an. Das ist immer so in der Summer Break hin. Vielleicht passiert noch etwas Unerwartetes. Es wäre sicher geil, würde mal wieder, letztes Jahr war es zwar richtig wild gewesen, das Ganze, aber das Jahr würde es auch nicht schaden, wenn es so nochmal ein bisschen hin und her würde gehen mit Fahrerswap und alles drunter an. Aber wir werden es dann sehen. Und wenn wir ja schon bei AlphaTauri sind, dann gehen wir nochmal ein bisschen zurück in Kanada Grand Prix. Und zwar, jetzt haben wir die Situation, du hast es schon einmal angesprochen, eben mit dem Magnussen und De Vries, wo wir dort so ein bisschen gebettelt haben. Und dann ist das Turn 3, ist das glaube ich, Turn 3 rein, wo beide gerade ausgefahren sind, beziehungsweise dann einfach einmal. Ist jetzt der Magnussen oder der Vries hinter? Nein, der Magnussen war hinter dran gewesen. Glaube ich. Oder bin ich jetzt falsch? Was? Nein, also der Vries versucht, den Magnussen zu überholen. Ja. Während irgendwie 5 Corners. Das wäre ein richtig geiles Battle gewesen. Bis auf das der Vries ein bisschen überschossen hat im Turn 1,5. Ja, ist ja 1, 2. Oder vielleicht 2. Ja. Und der Magnussen ein bisschen von der Strecke da hat. Das lässt sich natürlich an Magnussen nicht gefallen, oder? Yeah. Und dann haben sie sich beide verbremst. Aber der Vries halt der Weg fest, dass sie beide haben müssen in die Runoff-Area gehen. Und nachher war der Vries vor ihm gewesen. Genau, er ist vor ihm gewesen. Jetzt bin ich eben da gerade kurz das Video nochmal am raussuchen, oder den Clip. Weil das hat so geil ausgesehen, wie einfach der kann ich sagen, der
Magnussen einfach hinter ihm die Vries angehalten hat und ihn einfach eigentlich so Rausfahrer blockiert hat. Also er hat ihn einfach so zuparkiert schnell. Und das hat so gut ausgesehen. Und du schaust ja nicht Sky Deutschland. Hey, der Ralf hat gelacht und hat gesagt, also das sei auch ein Highlight in der Formel 1. Das hat er noch nie gesehen, dass so etwas passiert ist. Ich kann sich nicht erinnern, das sei glaube ich, das erste Mal. Ja, er hat einfach Judgment gemacht. Sie hätten nachher auch gar kein Penalty müssen machen, weil er hätte ja können aus dem Weg gehen, damit der Nick anständig könnte zurück rausfahren und er auch. Aber er hat sich gedacht, weißt du was, wenn du mich schon dort rausdrückst, dann gebe ich dir den Platz auch nicht zum Kehren, warte bis ich fertig bin. Ich habe das so gut gefunden. Weil er hätte ja genau hinter ihm sein, dann hätte er vielleicht links noch irgendeinen wegsteuern. Nein, ich tue quer hinter dir. Ja, das ist so gut. Das ist so gut. Und vor allem, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt gerade die Szene nochmal am Anschauen nebenbei, wie die gefahren sind. Das ist so wirklich original F1 Online-Lobby im Fall. Wirklich. Ja, safe. Also nur am Kontakt suchen da und weiss ich was, aber dort hätte auch der Russell können profitieren. Er hat noch zwischendurch gestochen, dort, bevor nachher das retired ist. Aber ja, dann ist es ja eigentlich schon so wie gewesen mit dem Rennen. Also mehr Spannendes ist ja nicht passiert dort. Also der Norris hat ja dann noch später eine Strafe bekommen. Die Strafe hat er während der Safety-Car-Phase bekommen, wegen Unsportsman-Ding, etwas heisst es, glaube ich. Wie hat die Strafe geheißen? Unsportsmanlike Conduct. Genau. Also unsportliches Verhalten. Genau, heisst eigentlich so viel, oder Begründung, wieso das es bekommen hat, war, er hat während der Safety-Car-Phase hat er anscheinend extra langsam gemacht, dass sie einen Double-Stack machen in der Box, also einen doppelten Boxenstopp, weil der Piastri oder der Oscar Piastri heisst er ja auch, vorausgefahren ist. Und hat eigentlich so den Mechaniker mit Zeit verschafft und das dürfen wir eben nicht, weil wir ja eigentlich sozusagen das ganze Feld aufhalten. Und da hat er auch nicht so super gefunden. Also ich weiß nicht, ob Funksprüche hast du sicher auch gehört, gell? Er hat ja noch gefragt während dem Rennen, wieso dass er die 5 Sekunden bekommen habe. Und dann hat sein Renningenieur gesagt, wir müssen uns nachher anschauen. Das sagt er so, sagt es ihm später, wir müssen uns nach dem Rennen anschauen. Das sagt er so, nein, du kannst mir ja auch jetzt gerade schon sagen, oder? Dann sagt er einfach so, nein, wir schauen es nach dem Rennen an. Und dann nachher hat er es neben mitbekommen und er hat so gesagt, so, ja, wenn er das, also er sagt genau gleich gefahren wie immer und wenn er das, wenn sie jetzt für das eine Strafe geben, hätte er schon eigentlich in den anderen X-Rennen, wo er gefahren ist und Safety Car kam, hätte er schon eine Strafe bekommen. Aber also er war auch nicht einverstanden mit dieser Strafe. Kann irgendwo nachvollziehen. Ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, in der Wiederholung hat es jetzt auch nie so ausgesehen, dass er extrem abbremst hätte oder so. Und ich meine, Mercedes hat das auch schon mal gemacht. Ich kann mich noch gut erinnern, dass auch der Bottas schon mal langsamer gemacht hat oder auch der Hamilton schon mal langsamer gemacht hat früher, dass sie halt einfach nicht irgendwie mit warten in der Box sind. Ja, weißt du, wahrscheinlich war der einzige Unterschied, dass halt das mal Autos hinten dran waren. Also, ja. Ich meine, sorry, ich habe am gleichen Abend dann auch noch IndyCar geschaut und da kann man einfach wieder mal denken, holy fuck, lasst doch die Leute einfach fahren. Das fällt mir jetzt immer bei mir auf, dass einfach so Kleinigkeiten aber von den Stewards rausgepickt werden und ich einfach muss sagen, Regeln sind ja schon gut und recht, aber lasst doch die Leute einfach mal ein bisschen fahren. Wenn da halt einer ein Arschloch ist, ist er halt das Arschloch. Unsportsmanlike Conduct ist von mir aus einer, der einen anderen in die Wand reindrückt. Aber wenn er abbremst, damit er eine optimalere Strategie hat, liegt es ja auch einfach an den anderen vielleicht daran, das können zu überholen. Und das können sie ja auch nicht, weil sie ja nicht dafür überholen, obwohl man in die Pits reingeht. Das ist schon so etwas. Wieso sollte man nicht können überholen, wenn man in die Pits reingeht? Wenn das Safety Car ist. Ich meine, es ist ja der Unfall ist ja nicht dort, wo mir passiert ist. Das ist ja meistens am anderen Ende. Und sonst wäre die Pitlane closed. Also wieso lassen sie nicht Rennen fahren, wenn sie nachher bei der Pitlane sind? Wobei ich verstehe, Pitlanes bei der Formel 1 sind halt einfach auch zu klein, um so Sachen können machen. Aber ja, einfach grundlegend finde ich, es wird wegen zu vielen kleinen Sachen zu schnell umgerannt. So ein bisschen. Ich finde dass man eigentlich zum Beispiel als virtuellen Safety Car abschaffen sollte und dann einfach zum Beispiel von der WEC Series einfach eine Slow Zone einführen lassen in dieser Zone, wo halt ein Unfall passiert ist oder wo halt einfach
nicht nötig wäre, auf einen Safety Car zu gehen. Weil 100%. das würde viel mehr Sinn machen, dass man halt einfach sagt, hey, schau, jetzt bremst er halt aber irgendwie auf 100 km/h oder so etwas, weiss ich nicht wie viel, oder 80 vielleicht, auch Pit-Limiter-mässig halt reinhauen dort. Aber die kannst du ja strategisch kannst du jetzt so viel rausholen mit so etwas. Und das wäre halt einfach auch spannend, wenn sie mal so etwas würden testen. Weil es würde halt einfach auch den Flow nicht so unterbrechen, weil dann racen sie ja gleich weiter, wenn sie aus dieser Zone rauskommen. Und das wäre halt schon viel geiler. Ich finde, es ist völlig outdated, oder? Es passt einfach nicht mehr irgendwie zu Formel 1, wie sie jetzt ist, zum Rennen fahren, wie sie jetzt ist. Und das fällt immer wieder auf. Wir haben immer wieder Diskussionen wegen, ja, hat man jetzt da so einen Safety Car gegeben oder eine rote Flagge oder hat die ein Virtual gelangt? Und es ist einfach, es ist wie zu penibel, oder? Wie das Ding ist halt einfach das, sobald ein Marshall auf die Strecke muss ein Safety Car draussen sein. Das ist das Problem. Es virtuell kommt eben ja aber nur, muss es? Ja, es muss. Wenn eben Trümmer auf die Strecke sind und ein Marshall muss auf die Straße, dann muss es rauskommen. Laut der Regeln ja, aber muss es? Es würde in meinen Augen auch lange, wenn sie einen Slow Zone machen und einfach der Fahrer sagen, hey, schaut, Achtung, auf dieser Seite ist dann etwas. Aber eben das Problem ist, wenn da mal etwas passiert, heisst es wieder, ja, wieso hat man nicht? Aber für was sind denn Double Waved Yellows? Ja, die sind unnötig. Die werden ja fast nicht mehr geschwächt, also Double Waved Yellows sollte in meinen Augen eben sein, da ist der Punkt, wo du jetzt langsamer solltest sein. Und das ist ja erst seit etwa, was ist das, Sao Paulo 2012, 13, 14 gewesen, wo der Alonso, nein, das ist noch früher zurück, wo er über den Reifen drüber gefahren ist, das ist er noch bei Renault gefahren. Ja, das ist schon lange her. Das ist irgendwie seitdem, wo man das irgendwie nicht mehr sich darauf achtet, weil das ist schon wieder etwas, das ist mir im IndyCar aufgefallen, du hast, sorry, dass ich die ganze Zeit mit IndyCar vergleiche, weil es ist nicht das Gleiche, klar, aber es passiert ein Crash, das ganze Rennen ist auf Full Course Yellow. Das ist so basically ein Safety Car eigentlich, da kommt dann sowieso gerade raus. Wenn Full Course Yellow ist, fahren alle rundherum, aber das Medical Staff ist auch auf der Strecke, die Bergungsautos sind auch auf der Strecke, alle fahren ein fixes Tempo und fahren nachher im Safety Car hinterher. Und dort, wo der Crash passiert ist, hast du Double Waved Yellow. Das heisst, dort gehen alle auf eine gewisse Geschwindigkeit runter. Und sobald die Double Waves weg sind, dürfen die Leute die Pits. Vorher nicht. Das macht Sinn. Ja, und das bevorteiligt machen, aber auch nicht andere. Oder wenn die ganzen Pitstops anschaust, manchmal hast du verdammt Pech wie der Perez und du hast das ganze Rennen verloren, nur weil du 20 Meter weiter vorne warst als der hinter dir, wo der Safety Car rausgekommen ist, oder? Das hast du so automatisch nicht. So kann jeder selber entscheiden, ich gönne mir einen guten Pitstop oder nicht. Und niemand ist benachteiligt. Ja, Plus, voll. ich finde es, ganz ehrlich, ich finde das sicher genug. Ich sehe nicht, wieso dass man auf der ganzen Strecke langsam fahren sollte, wenn man doch einfach nur dort langsam fahren kann, wo effektiv die Gefahr ist. Ja. Ja, gut, aber das sind wir ja wieder. Das ist wieder das gleiche Thema wie Red Flag, gell? Ja, da kannst, genau, das stimmt, ja. Meine Vor allem Red Flag im Qualifying, oder die zum Beispiel Ja. auf einer Runde sind, der Crash ist hinter ihnen passiert, dann sollte man eigentlich mit dieser Logik auch denen die Lap noch gönnen, wenn sie schon bereits an der Danger vorbei sind. Fände ich zwar eigentlich gar nicht so schlecht, aber... Ja, aber ich meine, eben, du hast ja das auch schon mal gesagt, eben, dass man in den letzten 10 Runden einfach gar kein Safety Car mehr bringt, aber dafür Ja, Red Flags und einfach so. Schnellere Red Flag, dass man halt wirklich noch Rennen fahren kann und wenn es, ja, Ja, klar, aber letzten 3 würde das Runden Sinn ist machen? Diskussion Würde das anders. wirklich Sinn machen? Ich glaube es nicht. Das nicht. Also das mit den letzten 10 Runden finde ich auch, macht vielleicht nicht so Sinn. Aber ich finde durchaus, Double Waved Yellow soll ein Double Waved Yellow sein, heisst, da bist du langsam und sonst kannst du einen Full Course Yellow machen und fertig. Nicht, so wie es jetzt gehandhabt wird, gefällt es mir einfach nicht in der Formel 1. Ja, mir auch nicht. Also, eben vor allem das Virtual Safety Car, da sind sie schon lange am diskutieren, ob sie das wirklich mal möchten rausschmeißen. Ja, aber ich würde schon mal an der Zeit finden, dass sie das mal rausnehmen. Das ist zwar noch nicht so lange drin, aber es ist irgendwie einfach auch nicht mehr so. Also schon unnötig. Es ist absolut unnötig. Weil du kannst ja auch das Safety Car rausholen. Ja, ist es so. Es macht zeitlich, hat es bis jetzt nie einen riesen Unterschied gemacht. Strategietechnisch hat es aber die Leute einfach komplett über den Haufen geworfen. Weil manchmal hast du das Virtual Safety Car 1-2 Runden lang und dann muss ich auch sagen, nein, eigentlich sollte es, wenn es länger als eine Runde geht, sollte ein Safety Car rausgehen. Ja, hat etwas, ja.
Weil dann können sie auch schneller aufräumen. Es bringt ja nicht, dass du nachher 5 oder 6 Runden in einer Virtual Safety Car drin hast oder so etwas. Ja, und die Dings dürfen die nicht raus, Marshall, während das Auto innerhalb von weiss wie viel Kilometer ist. Und wenn du, oder Meter ist. Und wenn du halt einen Safety Car hast, sind alle auf einem Fleck und du weißt, wenn die Schlangenlinie durch ist, kannst du gehen. Und wegen dem sage ich auch, pitten sollte man erst nachdem der Dings aufgeräumt ist, der Unfall. Weil dann können die Marshals sich darauf verlassen, jetzt sind sie durchgefahren, jetzt können wir arbeiten, bis sie wieder kommen. Ja, sonst passiert auch wieder das wie in Japan, gell, letztes Jahr. Wo Ja, Gassi ja. am Bergungsfahrzeug vorbeigerast ist. Ja, eben. Ja. Jetzt sind wir wieder bei so Sachen. Ja, eben. Nein, jetzt sind wir auch wieder recht abgeschweift. Also, eben gerade so das. Eben, wir haben da so oft schon darüber geredet, auch FIA-Regelwerk und man sollte doch das einfach neu schreiben, weiss ich was alles. Also, am Ende des Tages, es hat voll immer Norris sein Rennen gekostet, das Ganze. Ich meine, der Norris hat eigentlich ein hure geiles Rennen gehabt, hat mega viele Overtakes gemacht, hat auch geile Overtakes gemacht. Er war wirklich konkurrentfähig gewesen. Und McLaren hat es auch gemacht. Also das Auto ist viel besser als Anfangsjahr und sie bringen die nächsten 3 Rennen bringen sie im Fall dicke Updates, haben sie angekündigt. Ja, ich bin gespannt auf McLaren. Also ja. Ich hoffe immer noch, dass sie doch ein bisschen etwas fertig bringen. Imagine, die fahren plötzlich bei Aston mit. Das wäre, weißt du, wie geil? Das wäre so geil. Weißt du, ich mag mich noch ganz genau erinnern, wo das neue Regelwerk kam, ist McLaren ja wirklich mal hoch oben gewesen. Die sind dann auf P4 am Kämpfen gewesen. Und ich weiss noch ganz genau, wie ich dir gesagt habe, vielleicht sogar im Podcast, ich weiss nicht. Ich predikte, dass wir einen Ferrari-McLaren-Title-Fight werden haben. Und wenn ich predikte, habe ich gesagt, das wäre mein Wunsch, oder? Und das wäre so schön, wenn sie es wirklich schaffen. Geil. So einen klassischen WM-Fight mal. Ja. Das wäre wirklich geil. Und wirklich mal zwischen 2 anderen Teams als Mercedes und Red Bull. Ja, aber gut, jetzt im Moment ist es eigentlich Red Bull gegen Red Bull. Ja, Max gegen niemand. Ja, stimmt auch. Ja, der Max gegen sein Spiegelbild. Ja, safe. Ich denke, als Fazit kann man wirklich sagen, du hast es mal schön gesagt, man sollte einfach mal zusammenhocken und das alles überschreiben, was man bis dahin hatte. Einfach das ganze Regelwerk nochmal neu anschauen und sagen, was fehlt uns, was ist nicht gut, was nehmen wir ganz raus und eben vielleicht auch einfach neu ein Regelwerk schreiben. Es gibt ja in der Welt gute Beispiele, wo das funktioniert und eins davon, würde ich sagen, ist das neue Formel 1 2023 Game. Ja, also oh, was für ein Smooth-Übergang. Ja, dann kann ich gerade an das gedacht. Also für die, die es noch nicht mitbekommen, das neue F1 2023, also F1 23 heisst es ja, von unseren geliebten Videospielhersteller EA ist ja auf den Markt gekommen. Also wir wollen ja Shitmasters. wir wollen nicht gross aufs Game eingehen, aber es hat eben dort drin ein Thema, das wir eben jetzt im Podcast möchten auch ansprechen, weil das eigentlich auch ein bisschen Zukunft ist und ich eigentlich auch noch ein mega spannendes Thema finde. Und ich habe heute im Schubs eine Sprachnachricht am Morgen früh geschickt, dass ich das gerne mit ihm anschauen möchte. Und er hat ja schon etwas angetönt, hat mir aber vorher gesagt, dass ich es wahrscheinlich ein bisschen falsch verstanden habe, aber ich weiß nicht, was seine Meinung ist zu dem. Du hast es aber gerade schnell erklären, was das überhaupt geht. Also zuerst einmal, falls ihr das Game noch nicht gekauft habt, und wir wollen auch keine Werbung machen für F1 23, weil wir verdienen nichts jetzt da, dass wir da Werbung machen, aber das Game ist geil. Also ich finde es geil. Ich weiß nicht, wie es du findest, ich finde es geil von der Fahrphysik her. Viel besser. Ja, gerade in dem Fall ganz kurzes Fazit von mir. Die Fahrphysik ist extrem viel besser, aber fast zu gut. Also ich spiele ja mit Controller, wie die meisten wissen von euch. Ich kann ohne Traction Control einfach Fullspeed aus jedem Corner raus beschleunigen. Es ist mir fast ein bisschen zu einfach, ein bisschen arcadic und auch Setups machen nicht mehr so eine Rolle. Aber ganz ehrlich, was mir dafür aufgeht, ist, dass es auch einfach endlich wieder mal Spass macht zum Fahren. Also, weißt, das Ding ist eben das, ich glaube, es in 22 ist so scheiße gewesen, dass wir, also weißt, ich meine, die haben ja das, wo sie das Game entwickelt haben und auch wo sie es vorgestellt haben sie gesagt, sie haben ja mit Formel 1 Teams haben sie das zusammen, weißt, die Fahrphysik erstellt. Also so nöch, wie es jetzt eigentlich sein sollte, nöcher geht es gar nicht. Weißt du, wie es an der echten Formel 1 ist? So ist es einfach perfekt, weil ganz ehrlich, im 23 fühlt es sich einfach an, als ob man auch wirklich ein Formel 1 Auto fährt, mit all der Aerodynamik, die sie hat. Genau. Und vorher hat sich das angefühlt wie
irgendeine Badwanne mit ein paar Rädchen drauf, wo du fährst und sich die Ich ganze schwöre, Zeit wegdreht. also würdest du ein Formel 1 Auto fahren ohne Aerodynamik? Ja, Also, das hast du immer so gesagt, das es stimmt war einfach ganz genau. Katastrophe gewesen. Darum haben wir es auch nie gegeben gehabt, darum ist auch unsere Coop-Season irgendwie nach der Hälfte vorbei gewesen, weil wir einfach beide den Anschluss hatten. Wir hatten nur noch irgendwie 4 Rennen gehabt oder so. Ah, ja stimmt, wir haben ja verdammt lang durchgezogen gehabt noch. Aber, Ja, voll. aber dann haben wir schon, also Wir ganz hatten ehrlich, so keinen Bock mehr. ja, am Schluss ist es einfach scheiße geworden. Weil scheiß Strecken sind nur noch und das Game ist einfach ein Müll gewesen. Aber das 23 bockt haben wir auf jeden Fall. Also darum, Was mir im 23 hure gefallen hat, sorry fürs Reden, fucking Breaking Point. Ich habe es jetzt ganz durchgespielt. Hast du schon durch? Richtig. Ich habe es durch, ja. Aber du bist auch schon nicht vor dem Durchsein. Unfall. Vorher weißt du das? Wegen dem Stream. Hast du den Stream geschaut? Ah. Also nur kurz zurückgeschaut. Ah, okay. Ja, danke fürs Spoilern, dass ich jetzt fast schon fertig bin. Nein, also jetzt eben, Achtung, ein Spoiler-Alert. Also jetzt, wer Breaking Point nicht möchte gespoilert werden, also ich weiß einfach, was das Ende ist, aber es geht auch nicht um das Ende, es geht eigentlich nur primär um einen Fakt dort drin. Und zwar, ich glaube, sie sagen es so, es wird einer von den Hauptfahrer wird durch einen weiblichen Fahrer ersetzt. Ich glaube, so kann man es am besten sagen, dass man da keinen Namen mitnehmen. Ich habe halt eben genau das schon vorher gewusst und das hat es nicht weniger spannend gemacht. Also nehmen wir es nicht übel, es ist trotzdem spannend. Also, die Story ist geil. Bis jetzt fand ich sie richtig nice gefunden. Und also wenn man auch Trailers sieht, also kann man es selber ausinterpretieren, was genau passiert. Jedenfalls, es hat einfach, ich habe gestern einen Stream gekannt und nachher habe ich es eben auch noch angesprochen im Stream, also gesagt, eben so, weil es eben gerade eine Frau in Formel 1 geschafft hat, wie das echt in der echten Formel 1 mal aussieht. Weil viele von euch wissen ja, es gibt ja die F1 Academy, wo ja jungen Frauen die Chance gibt, in den Formelsport reinzukommen, beziehungsweise nachher in die Formel 3, wenn sie sich dort können beweisen, in die Formel 2, wenn sie dort gut sind, dann eben eventuell den Sprung in die Formel 1 können schaffen. Und jetzt im Breaking Point ist es so, dass die Dame, die in die Formel 1 switcht oder reinkommt, die Formel 2 gewonnen hat. Das war jetzt ein riesen Spoiler. Das dritte Rennen oder so, wo du fährst. Ja, also jedenfalls hat das in mir die Frage aufgeworfen, jetzt darum eben die Frage an dich, Schubs, glaubst du, werden wir das je einmal erleben, wie im Breaking Point, vielleicht nicht unter den gleichen Umständen, aber werden wir einmal gleich oder irgendeinmal einmal eine Frau in der Formel 1 haben als Fahrerin? Hold up. Also, irgendeinisch ja, jetzt gleich nein, aber wir haben es schon 5-mal gehabt, das ist dir bewusst. Ja, es ist ja nicht so, dass es noch nie geht. Die letzte aber ist, genau. wann ist es? Also die letzte ist, ich habe es jetzt so gestellt gemacht. Giovanni Amati, genau, 92 mit Brabham, aber nur 3 Entries. Also eigentlich die einzige Frau, die wirklich einen vollen Entry hatte, über die hat es auch ein Video gegeben, mal, mag ich mich erinnern, vor 2-3 Jahren oder so, Lela Lombardi. Das ist die einzige, die wirklich die ganze Saison dabei war. Hat insgesamt 17 Entries gehabt, davon 12 gestartet wegen der Qualifying-Regeln. Und sie ist auch die einzige Frau, die leider nur einen halben Punkt gemacht hat. Also es hat noch keine Frau einen ganzen Punkt eigentlich gemacht in der Formel 1. Und vielleicht soll ich gerade straight zum Point kommen. Ja, also warte, ich tue nochmal meine Frage umschreiben oder umbenennen. Glaubst du, in den nächsten 5 Jahren werden wir eine Frau in der Formel 1 haben? Okay. Nein. Straight also nein. Nein, nicht einmal, weil in den nächsten 5 Jahren wird auch nicht ein Kimi Antonelli in der Formel 1 sein und den sehe ich momentan als grösstes Talent von den jugendlichen Fahrern. Und der ist, glaube ich, 12 oder so. Also von dem her... Wie heisst die? Kimi Antonelli. Ja, ich rede jetzt von einer Frau in der Formel 1. Welche, die letzte? Oder welche Mensch? Nein, ob in den nächsten 5 Jahren eine Frau in der Formel 1 wird sein. Sehe ich keine. Ah. Oder weil, wenn du schaust, wer haben wir? Wir haben Sophia Flörsch, wir haben Abby Pulling, die sehr talentiert ist. Ja, also Flörsch kannst du gerade rauscanceln, die kommt eh nicht. Ja, die kannst canceln. Garcia fährt sehr gut, Al-Kabasi, Hamza fährt auch sehr gut in der Formula Academy.
Und wer ist noch gut und hat es doch nicht geschafft? Jamie Chadwick. Jamie Chadwick ist für mich das beste Beispiel, weil das ist seit langem eine der talentiertesten Fahrerinnen gewesen. Ich glaube, ihr bestes F2-Resultat ist nicht in der Top 10 gewesen. Trotzdem hat sie Williams-Tests dürfen machen etc. Und da komme ich jetzt eigentlich schon direkt zum Point. Ich glaube, das grundlegende Problem ist einfach nicht mehr, dass man Frauen die Chance nicht mehr gibt, sondern erstens, dass es viel zu wenig Frauen gibt, die sich in diesen Aspekt vom Racing interessieren. Und zweitens, dass es auch viel zu wenig Frauen gibt, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber die auch selber an sich glauben, dass sie überhaupt an diesen Punkt hingehen können. Weil die letzte, die genug talentiert war, einen ganzen Sitz bekommen, war Lela Lombardi. Das war 1974 oder 75, wo sie den Sitz auch effektiv bekommen hat. Und sie ist eine Fahrerin, die mal gesagt worden ist, Quote, das sage nicht ich, das ist Quote vom Rennveranstalter vom französischen Grand Prix. Und ja, ich habe vorhin noch mal schnell ein Video darüber geschaut, wegen sonst wüsste ich es nicht. Der einzige Helm, den Frauen anlegen dürfen, ist der Coiffeurhelm. Das ist ihr gesagt worden, wo sie den Entry machen wollte, oder? Und ich bin überzeugt, nein, es ist Fakt, dass es nicht mehr so ist, weil es hat schliesslich eine ganze separate Academy gegeben, eine, die bereits schon untergegangen ist und jetzt noch eine zweite. Also es ist nicht so, dass die Frauen nicht die Unterstützung bekommen, aber es gibt zu wenig, die genug interessiert sind, zudem noch genug talentiert sind und zudem noch genug an sich selber glauben und dementsprechend auch hoch hochkommen. Ich glaube, das ist eigentlich das Hauptproblem. Nicht, dass Frauen das nicht könnten, weil wenn du alle Sportarten anschaust, würde ich sagen, Motorsport ist die Sportart, wo Frauen am ehesten gleichberechtigt sind, weil es gibt kaum Differenzen in der Reaktionsgeschwindigkeit. Rein physisch gesehen ist es nicht so, dass ein Formel-1-Fahrer, klar, sie müssen hure fit sein, aber sie müssen nicht so fit sein wie, sagen wir, ein MMA-Fighter. Oder? Verstehst du, was ich meine? Es gibt weniger physische Grenzen für Frauen, also ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich viel höher, dass sie reinkommen könnten, aber das Interesse fehlt. Das Interesse fehlt einfach. Ja, also was ich noch hinzufügen muss, ist halt da die W-Series, die es vorher gegeben hat, die ja eben nachher kaputt gegangen ist, oder weil sie halt einfach kein Geld mehr hatten. Die ist ja unabhängig von der... Jamie Chadwick zweimal gewonnen hat, was ich noch so gesagt habe. Die ist ja nicht von der Formel 1 direkt supportet worden. F1 Academy kommt ja direkt von der Formel 1, wo ja eben eigentlich, also eben wie auch bei der W-Series eigentlich das Interesse ist, oder die Idee dahinter ist, dass man Frauen eben auch in eine Formel 3, Formel 2 reinbringt oder eben auch dann noch später in die Formel 1. Und eben die einzige Frau, die jetzt am nächsten an der Formel 1 dran ist, ist ja eigentlich Sophia Flörsch, glaube ich. Zur Formel 2 fährt ja keine Frau mit. Sie ist jetzt F3, wo sie fährt, ja. Ja, eben. So gesehen, von der Kategorie her ist sie am nächsten an der Formel 1. Ja, man kann natürlich jetzt noch Dings in den Raum hineinschießen, eben Jamie Chadwick, der jetzt mittlerweile, glaube ich, bei WEC ist oder so, aber das war eigentlich mehr oder weniger gewesen. Ja, aber weißt du, also eben, ich habe überhaupt nicht gegen Sophia Flörsch, überhaupt nicht, aber sie ist halt einfach in dem Sport dort drin, vor allem in der Formel 3, wegen ihrer Reichweite, die sie hat auf Social Media. Das muss man halt einfach auch so sagen. Weil fahrerisches Talent ist jetzt so, ja. Für in der Formel 3 lange sicher, weil dort hat es viele Halbschuhe auch drin, die fahren, wo man denkt, so, was machen die da? Es gibt sicher auch Leute, die schlechter sind als sie, definitiv. Ja, 100%. Aber ich sage auch, weißt du, ich meine jetzt zum Beispiel bei der F1 Academy fährt jetzt zum Beispiel, also die, wo man einfach im Kopf hineinbleibt, ist ja Dings, Garcia heisst sie, glaube ich. Die Spanierin. Maria Garcia, ja. Die ist ja bei der Prema, ist sie. Die fährt ja hure stark. Die ist also wirklich hure gut. Die muss einen Sitz in der Formel 3 mindestens bekommen, weil sonst bin ich der hässig. Die ist wirklich hure gut. Eben, und ich kann mir eher so vorstellen, dass so eine besser wird performen in der Formel 3 als ein Flörsch. Vielleicht ganz kurz für die sich überhaupt kein Bild jetzt machen können, schnell von den Standings her. Ich gehe mal runter so bis Platz 6, weil da sind wir bei 70 Punkten, nachher 72 auf Platz 5 und 77 auf Platz 4. Auf Platz 3 Lena Bühler, die Schweizerin, mit 83 Punkten. Auf Platz 2 Hamza Al-Kabassi mit 94 Punkten. Und jetzt hört euch das an.
Maria Garcia auf dem ersten Platz mit 135 Punkten. Also die nimmt wirklich gerade die ganze Formel 1 Academy auseinander. Und ja, also da muss ein Offer kommen, mindestens. Und das ist eben das, sie ist Spannerin, man linkt sie eben schon ziemlich stark zu Campos Racing und anscheinend eben sogar direkt mit einem Formel 2 Sitz, weil das Formel Academy Auto ist ja sehr ähnlich wie ein Formel 3 Auto. Es ist ein bisschen langsamer. Okay. Aber das wäre natürlich das Geilste, wenn sie direkt von Formel 2 gehen. Ich würde es ihr mega gönnen. Im Fall. Jetzt dieses Wochenende ist ja noch Sanford, wo sie fahren. Hast du das Wochenende? Ja. Ist das Wochenende, ja. 23. bis 25. Juni. Und das Geilste ist, ihr könnt den Scheiß, stimmt das? Ich glaube, ich erzähle keinen Scheiß, kostenlos auf YouTube schauen. Ja, es ist immer ein Livestream, wenn es Rennen also gönnt euch das mal. Es ist ein gutes Wochenende zum Reinschauen. Es ist spannend. Ja, also eben. Und wie gesagt, also eben, du sagst jetzt, nein, in den nächsten 5 Jahren wird keine Frau in der Formel 1 fahren. Ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster und sage mal, ich könnte es mir vorstellen, dass in 5 Jahren mal eine Frau dort fahren. Mit einem Full-Season-Race-Seat? Ja. Okay. Ich meine, schau mal den Tsunoda an. Also eben, jetzt sind wir halt wieder beim Typ, aber schau, der Tsunoda ist innerhalb von 3 Jahren in die Formel 1 gekommen. Wieso soll das eine Frau nicht schaffen? Über die F1 Academy rein. Weil die F1 Academy, du kannst sie nicht vergleichen. Ja, logisch. Ja, du hast jetzt gerade vorher gesagt, sie sind ja etwa gleich in Formel 3. Ja, nein. Die Autos. Aber nicht Competition. Ich sehe genau die Garcia, die wirklich sehr gut fährt und talentiert ist und vielleicht zu etwas mehr kommen kann. Und sie ist die Erstplatzierte. Und das ist das. Dass wir das wissen, muss Garcia zuerst mal mindestens 1, wenn nicht sogar 2 Jahre Formel 3 und nachher noch 1-2 Jahre Formel 2 gefahren sein. Und sorry, ich finde es nicht fair, wenn jemand wegen seinem Cash oder wegen seinem Geschlecht in die Formel 1 hineinkommt. Siehe Mazepin. Siehe Stroll. Siehe Stroll. Und siehe zum Beispiel, also ich glaube, ein gutes Beispiel ist die, wie hätte die geheißen, Jordan oder etwas. Jordan Carmen, oder wie die geheißen. Der habe ich lange auf Instagram gefolgt. Die ist ja irgendwie auch so eine Halbschuh geworden inzwischen. Also, Halbschuh geworden. Die ist fucking... Ey, das kannst du dir nicht vorstellen, wie langsam das die war. Ich habe gerade vorher auch noch über sie nochmal ein Video geschaut. Die hat Zeiten gefahren, das war abnormal gewesen. Und sie hat nur so halbpatzige Formel 3 gefahren, wo sie in Grund und Boden gefahren worden ist. Einmal 20 Sekunden war sie langsamer gewesen, über eine Runde als ihre Teammates. Und da muss ich echt sagen, das ist das, was mich so aufregt, wenn da einfach Leute wegen ihrem Geschlecht in die Formel 1 würden kommen. Das ist das, was ich nicht gut finde. Und so ist es eben richtig in meinen Augen abgelaufen bei der Chadwick. Man hat geschaut, reicht es? Man hat gemerkt, es reicht nicht. Und ich will nicht, dass man überhaspelig wird, einfach um irgendwelche Quoten zu erreichen und Garcia so schnell wie es geht in ein Formel 1 Auto steckt. Ich finde, sie soll genau die gleiche Chance bekommen wie jeder andere. Und dort stimme ich dazu. Ja, und Tsunoda hat es innerhalb von 3 Jahren durch die Junior Categories durchgeschafft. Aber dann muss sie auch innerhalb von 3 Jahren sich so durchprügeln wie er. Weil der Tsunoda hat in seinem ersten Formel 2 Jahr ist er, glaube ich, Platz 2 oder 3 geworden. Ja, aber schau jetzt, sagen wir mal eben 5 Jahre, das heisst 2028. Sagen wir jetzt, dass sie wirklich so das Glück und kriegt nächstes Jahr einen Sitz über der Formel 2. So wie du jetzt vorher so gesagt hast, eben mit dem Onkel. Sagen wir mal, das passiert wirklich. Dann hat sie 4 Jahre Zeit. Wie lange war der Zhou Guanyu in der Formel 2 gewesen? Weißt du, was ich meine? 2 Jahre. Der Zhou Guanyu war 3 Jahre in der Formel 2 gewesen. Ist 3? Ja, eben. Und 3 Jahre war er sicher gewesen. Der Drugovic war auch 3 Jahre dort gewesen, bis er gewonnen hat. Und man sagt trotzdem ihm nachher, er sei ein unglaublich talentierter Fahrer. Also da stimme ich dir absolut zu mit dem Punkt. Ja. Du weißt es nicht, oder? Schlussendlich. Ich meine, es hat es nie gegeben. Klar, es ist auch schwierig zu predikten, sind wir ehrlich. Aber man muss halt einfach auch ehrlich sehen, das ist das Gleiche halt wie jetzt bei einem Logan Sargent, dass halt einfach eine Frau würde eher bevorzugt werden. Und das meine ich jetzt nicht wegen dem Geschlecht, überhaupt nicht. Einfach marketingtechnisch. Genau. Und das ist einfach, Marketing ist manchmal einfach ein blöde, sorry für den Ausdruck, ein Bitch. Weil das gibt Kohle ohne Ende, wenn eine Frau in der Formel 1 wäre. Und da ja, aber ich finde
ich finde das unglaublich schade, wenn das passiert, dass man einfach so eine halbpatzig gute Frau würde in ein Formel-1-Auto reinstecken, weil, sorry, was in meinen Augen Formel 1 oder generell Frauen für diesen Motorsport brauchen, ist ein Michel Mouton oder ein Danica Patrick, wo in Rallye oder in Stockcar und Indycar Racing sich dieser Wege gut etabliert haben, dass sie als Vorbilder dort stehen und können sagen, ich habe Rennen gewonnen. Michel Mouton hat sogar Ski Championship gewonnen, um ein paar Punkte wegen einem Fehler am Auto in der letzten Stage, im letzten Rallye hat sie die Championship nicht gewonnen. Du brauchst tätige Frauen in der Formel 1. Ja, das ist Horror. Das ist Horror. Krass. Motorenschaden war es, glaube ich. Oder? Und das ist vor allem, du musst dir vorstellen, Michel Mouton, das war Gruppe B-Zeiten. Gruppe B ist wirklich, das ist noch kränker als Formel 1. Das war Formel 1 extra. Und sie hat den Scheiß fast gewonnen. Und das ist das, was ich schade finde, ist, wenn man einfach irgendeine Frau reinsteckt, das hilft niemandem. Man braucht eine Frau, die sich etablieren kann, die Rennen gewinnen kann, die nachher durch das eben auch junge Modis dazu motiviert, Rennen fahren. Oder? Weil es gibt es nicht. Es gibt nicht die eine Rennfahrerin in der Open-Wheel-Racing-Szene, wo man kann sagen, mal sie ist das grosse Vorbild für alle jungen Frauen. Das gibt es nicht. Ja, das ist schon so. Ja, es ist schwierig, aber ich glaube gleich daran, dass in 5 Jahren mal eine Frau wird irgendwie in der Formel 1 sein. Vielleicht, also wenn nicht ein Full-Seat, dann irgendwie, ja gut, Testfahrerinnen gibt es ja eigentlich schon. Eben Williams hat ja Dings. Sie haben sie immer noch unter Vertrag, oder? Chadwick ist, glaube ich, als Testfahrerin immer noch unter Vertrag, ja. Mal schauen, Fact-checken. Das wäre so das Einzige halt noch, aber ich kann es mir schon vorstellen. Irgendwo, ich meine, das Ding ist ja auch das, es ist ja auch kein Geheimnis, es kommen mehr Teams an Grid her, voraussichtlich ab 2026. Ich weiß nicht, ob du da etwas gehört hast, Gabo. Aber es kommen ja noch Dings, Formel 1, beziehungsweise Dominicali hat ja bestätigt, dass dass sein Wunsch ist, ab 2026 24 Teams, das wäre ein bisschen viel, 12 Teams am Grid haben, nicht mehr 10. Also sprich 24 Fahrer, so muss ich sagen. Würde ich hure geil finden, weil das finde ich eine gute Anzahl an Teams und Fahrer dann. Da geht es auch richtig viele Autos auf der Strecke. Bro, ich bin ein bisschen blöd. Chadwick, die ist im Fall nicht mehr bei Dings, die ist jetzt bei Indy Next unter Vertrag. Das ist die Vorstufe von IndyCar. Ah ja? Ah, krass. Das ist mir gar nicht aufgefallen, das ist hure geil. Ja, siehst du, geht sie an die Indigo reissen. Ja, mal schauen. Also, das ist eben das. Im IndyCar gibt es immer wieder Frauen, die dabei sind. Jetzt gerade im Indy 500 ist wieder eine gefahren. Wir haben ja Dings noch vergessen. Bei Aston ist ja auch eine unter Vertrag, die immer da die Bucketheads anhat. Dings, Nene Pulling, wie heisst sie? Das ist ganz eine herzige. Wie du das ausgedrückt hast. Das hat völlig falsch. Warte mal. Also ich meine es wirklich vom Charakter her ist sie ganz herzig. So. Aber sie ist, glaube ich, eben Jessica, wie heißt sie? Hawkins. Jessica Hawkins, ja. Oder Hawkins, ja. Warte jetzt. Aston Martin. Aber sie ist nicht. Nein, sie ist keine Testfahrerin, sie ist ein Ambassador, oder wie man sagt. Also eigentlich eine Markenvertretung. Aber sie fährt eben selber auch. Ja, sie hat eben den WEC gefahren, aber das war nicht wahnsinnig stark. Sie hat, glaube ich, einmal gewonnen in der WEC. WEC, was sage ich WEC? In der W-Series. Okay. Okay. Ja. Aber sie ist auch so ein bisschen der Formel 1 noch dabei. Aber dann hat es sich schon, mehr hat es nicht. Das ist eben halt ein bisschen krass. Aber, ja, Tatjana Calderon könnte man noch. Ja. Aber mit der war schon gewesen. Ja, eben. Aber darum sage ich denke, es wird sich schon noch etwas tun in den nächsten paar Jahren. Und ich könnte es mir schon vorstellen, dass es vielleicht eine Frau einen Sitz wird bekommen. So irgendwie mal ein paar Jahre, eben wenn es aber auch mehr Teams am Dings gibt, am Startfeld. Es ist ja ein Team von ich weiß nicht mehr, wie das Team heißt, aber es gibt ein Team oder beziehungsweise ein neues Team, das in die Formel 1 wird reinkommen mit dem Hintergrundgedanken, dass in diesem Cockpit nur Frauen fahren dürfen. Aber ich weiß nicht mehr, wie das Team heisst. Und ich weiß noch, das ist beim Formel 1-Vorstand brutal gut angekommen.
dass es heisst, nur Frauen dürfen in diesem Team fahren. Also, man hört es vielleicht, ich bin nicht ein riesen Fan. Ja, ich sage immer, man muss es probieren lassen. Ich finde, rein theoretisch finde ich den Hintergrundgedanken cool. Ich finde, die Chance, die man möchte geben, finde ich auch gut. Dass man aber vielleicht dann nur sagt, so, nein, nur Frau in diesem Team, sei dahingestellt. Aber eben, wir werden das sehen. Ich weiss nur, das ist ein Team, das anscheinend Interesse hat. Eben der Andretti ist schon ewig. Und irgendwie noch so einer von Hongkong, irgendwie so eine weiß nicht was, so ein Millionär oder Milliardär, irgendwie so etwas, wo noch Interesse hat. Und noch das Team von Saudi-Arabien auch noch. Es sind irgendwie 4 Teams oder so, neue Teams, die möchten. Die nehmen ganz sicher nur Frauen. Ja, die nehmen sicher nur Frauen, genau. Aber ja, mal schauen, wie es dort geht. Und by the way, wenn wir schon bei Gerüchten noch sind, Ja. hast du mitbekommen, Bridgestone hat sich offiziell angemeldet als Reifenlieferant ab 2024. Nein, 25. Yes. Offiziell. Da habe ich Bock auf so Zeug. Wir sind jetzt am Überlegen, ernsthaft in der Formel 1 am Überlegen, wenn jetzt Pirelli auch möchte bleiben, weil von Pirelli-Seite gibt es eben noch kein Angebot. Wenn jetzt für Pirelli gleich aber möchte bleiben und Bridgestone gibt ein gutes Angebot an, dass sie, ich weiß nicht wie viele Millionen zahlen, dass sie dafür Lieferant sind, ist die Formel 1 sich wirklich am Überlegen, ob es wieder den Tire War soll geben wie früher. Halleluja, da hätte ich so Bock drauf. Einfach Und am statt liebsten, Michelin, dass dann halt einfach Pirelli drin ist. am liebsten noch ein drittes Reifenteam, das auch noch machen will. Das Problem ist einfach, für jedes andere Team, das nicht Pirelli heisst, hure unfair, weil Pirelli hat so hure viel Erfahrung. Die wissen alles von jedem Auto. Aber gleich, es wäre hure geil. Es wäre wirklich hure geil. Ich würde es auch fühlen. Also gerade wenn es eben so 2 Reifenlieferanten, das würde ich richtig geil finden. Mal schauen. Schau, meiner Meinung nach, desto offener und weniger verklemmt Formel 1 in den nächsten paar Jahren wird mit ihren Regeln, mit ihren Regulationen, oder? Generell, wie das Auto soll gebaut werden, desto besser. Ja, Das wird automatisch alles enger machen. Und ich hoffe auch, dass wir bis 2026 keine grossen Changes werden haben. Ich hoffe es wirklich. Weil, sorry, in meinen Augen, was ich live ganze Season am Stück geschaut habe, absolut die spannendste besitzen, das heisst seit 2018, ohne Diskussion 2020er Saison. Und 21er, sorry, die 21er Saison. Das ist die geilste fucking Saison, die wir seit 2018 hatten. Ja, das ist so. Ja, 21 war wirklich krass gewesen. Hat einfach der Title Fight, wo weißt du auch das Szenario gleich viele Punkte ins letzte Rennen. Wie geht das? Wie geht das? Weißt du, das kann nur Hollywood eigentlich schreiben, so ein Scheiß. Aber es ist einfach in fucking real life passiert. Ja. Also das ist, ich weiss, wo wir das Rennen geschaut haben, der Stream war so geil gewesen, Mann. Ja, erst vor kurzem war ich die Clips geschaut, wie ich das Mikrofon nicht geschrauben habe. Ich wünschte, wir hätten ein Video gehabt. Das wäre so geil gewesen. Videocall oder was? Ja, das wäre schon noch ein Videocall von uns beten. Es ist so gut gewesen. Ich weiss auch, ich bin so erleichtert gewesen, dass endlich der Hamilton mal nicht gewonnen hat. Egal wie räudig das Umstände waren, ich bin so happy gewesen, dass das einfach generell... die Championship ist Gell, so... Das ist eigentlich schon krass, wenn du überlegst, wenn dort... Also weißt du, ich meine, wenn jetzt der Hamilton ein gutes Auto hätte, jetzt in 22, 23 Saison, würde er einfach um den 9. WM-Titel kämpfen. Das wäre eigentlich schon noch recht... Mensch, würde er? Nein, hast du das Gefühl, er würde nach dem 8. Finito sagen? Mal jetzt inzwischen schon. Also jetzt safe? Ich bin überzogen, wenn er im 21 gewonnen hätte, den 8. Titel geholt hätte, wäre er noch eine Saison gefahren. Wenn er gemerkt hätte, ja, das 22 Auto läuft gar nicht, würde er jetzt nicht mehr fahren, im 23. Aber weißt du, ich bin überzeugt, wenn er nicht mehr fahren wird, er wird maximal ein Jahr außerhalb von der Formel 1 sein. Ich glaube, er wird noch ganz, ganz, ganz lang für Mercedes als Ambassador und als Advisor noch rum sein. Bin ich fast überzogen. Ja. Imagine, du hast ihn als Simulationsfahrer, Alter. Bro, das wäre OP. Genau, das wäre... Oder auch als Driver-Coach. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß eben nicht. Ich glaube,
wenn er würde seine Karriere beenden, glaube ich, würde er schon ein paar Jahre nicht mehr auftauchen in der Formel 1. Ich glaube nicht, dass er würde mehr als ein Jahr sich auszeichnen. Ich glaube, er würde sich dann so, weißt du, so für all das Zeug, das er sich in den letzten paar Jahren immer eingesetzt hat, da würde er sich nochmal verstärken. Er würde so, vielleicht so ein bisschen wie ein Vettel machen, einfach nicht mehr aktiv in der Formel 1. Wobei, na gut, er hat natürlich so noch sein Extreme E-Team und so. Ja. Ich glaube, er wird schon in das auch noch reingehen. Also er wird sicher nicht die Finger vom Motorsport. Aber eben so wie er momentan redet, ist ja so das Retirement noch ewig so weg. Finde ich eben noch krass. Ja, ja. Ich meine, schau mal auch Alonso, der ist ja wie alt? 42, 41, 42? Fact check. Ich weiß, ich glaube es 42 ist er, bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich meine... 41. 41. Mhm. Aber weißt du, ich meine... Also der wird er aber 42, weil er immer unter Ungarn Grand Prix hat, der Geburtstag. 29. Juli, ja, voll. Kollege, das weiß ich sogar. Wow. Ich finde es einfach hure krass. Ich meine, einerseits sieht der nicht aus wie 42 oder bald 42. Der sieht immer noch recht jung aus, weißt du, was ich meine? Geht da immer an Blumen rumschnüffeln und so. Und fährt einfach den jungen Fahrer voll um die Ohren. Im F1 23 sieht der Bursch aus wie 20. Ja, ich schwöre! Einfach mal die Falten vergessen. Ja, und vor allem ist er noch so ein riesen Player, gell? Ja, ey. Das Bild, das ich gecheckt habe, das war so geil, wo er auf dem Thron hockt mit den zwei Weibern nebendran. Ey, mein Gott. Nein, also der Alonso ist momentan einfach, ich finde der Alonso einfach so super momentan. Der hat irgendwie Also, der hat momentan, weißt du, so, wie sagt man, Time of his life oder Time of my life, sagt man ja eigentlich. Und ich finde, man kann auch ganz klar unterschreiben, er ist mit Abstand der spannendste von allen Rookies. für alle Rookies. für die den Insider vielleicht nicht kennen, er hat vor 2-3 Jahren mal von einem Rookie-Test mitmachen, weil er 2 Jahre lang oder 1 Jahr lang nicht Formel 1 Das war bei Alpine, ja, das war in Abu Dhabi, ja. Genau, hat er den Rookie-Test machen. Nein, so lächerlich, ey. Aber er ist einfach eine lebende Legende, ey, wirklich. Und so sympathisch momentan und auch eben, hast du das Interview gesehen, wo sie noch hatten, Max, der Lewis und der Alonso? Nein, das nicht geschaut. Sie haben so, also der Alonso hat es verdammt geil gesagt, er hat gesagt, als er den Hamilton überholt hat, hat er genau gewusst, der Hamilton wird verteidigen, er weiß auch, er wird hart verteidigen, aber er kann ihm vertrauen, was er macht. Also er weiß, er wird ihn jetzt nicht abschiessen. Und der Hamilton hat auch gesagt, da kann er einfach auch nochmal zurückgehen. Und dann hat auch der Alonso gesagt, ja, weißt du, als ich vorausgefahren bin, ich habe gepusht wie blöd und ich habe gewusst, wenn ich einen Fehler mache, ist der Hamilton gerade wieder und so. Der hat mich richtig unter Druck gesetzt und so. Und ich finde das so krass, eben so der gegenseitige Respekt. Und das ist einfach so, der Max, der hockt so, ja, das ist für mich immer ein Traum gewesen, gegen so 2 Legenden fahren und so. Und jetzt hocke ich hier in der Mitte und ich würde gerne noch ein bisschen länger in der Mitte hocken und so. Aber es ist schon also es ist schon krass, eigentlich, eben, wenn du, der Max ist so jung, hat eben, der ist noch blöd gesagt, im Babywagen gehockt, wo die anderen schon Formel 1 gefahren sind. Weißt du, das ist mir durch den Kopf. Genau wegen dem. Das habe ich verdammt krank gefunden. Als ich das Podium gesehen habe, habe ich das so angeschaut und im ersten Moment habe ich gedacht, jetzt haben wir auf dem Podium 11 Championships. Und dann habe ich gedacht, ja, na gut, das hast du ja eigentlich schon mit dem Hamilton und dem Vettel schon fast erreicht. Das ist ja gar nicht so krank. Und dann ist mir nochmal durch den Kopf, wie fucking jung eigentlich der Max Verstappen ist. Ja, 25, das ist 24, so 25. Gestört. Er ist jetzt 25. Wird 26 dieses Jahr und ich meine mit 26 hat der Lewis Hamilton glaube ich ein Championship gehabt, kommt das hin? Fact check. Ja. Der Hamilton ist jetzt glaube ich 38, wenn ich mich nicht täusche. Der Hamilton ist Start Nummer 44, genau, das weiß ich ja schon. Ich glaube 38. Das hast du vorhin gerade gesehen. 38. Ha! Und seine erste Championship war 2007. Ja. 8. 7 hätte er erreichen können. Stimmt. Ja, Futztum. By my calculations, you've got the championship by 1 point. Also 2008, das heisst 2, das heisst 10, 12.
fucking... Jetzt sind wir schon im 23, 15 Jahre zurück. Alter, 15. Holy shit, ey. Holy shit, 23 war Alter. er mit der ersten Championship. 23. Das heisst, ja, einfacher Weltmeister in dem Alter, wo der Max jetzt ist. Der Max ist schon zweifacher Weltmeister. Ja, das ist schon krank, Alter. Das ist absolut krank. Ja. Aber ja, und von dem her, der Gedanke, der mir dann durch den Kopf ist, wenn der Alonso noch bis 26 durchzieht, wird echt der Max alle Championships gewinnen. Werden sie vielleicht dann auch noch alle auf dem Podium stehen? Die Frage Das wär's. ist halt einfach auch mehr das, wie lange fährt der Max in der Formel 1? Weil er spricht es immer wieder an, dass er ja eigentlich gar nicht so lange möchte bleiben. Also, Wenn sie Formel 1 in die Richtung weiterentwickeln, aber wie sie es macht. ich meine, das Einzige, was ihm noch bleibt, sind die Anzahl Wins geholt. Aber sind wir auch ehrlich, da muss halt einfach das Team auch hure mitspielen. Ich meine, eben, der Red Bull kann nächstes Jahr voll die Flaute sein wieder, da weisst du nicht. Ja. Also, ist klar, sehr unwahrscheinlich. Aber Ja. ich meine, Mercedes ist auch 7-8 Jahre lang das beste Team gewesen, am ganzen Grid. Und eine neue Generation und nichts mehr. Ich meine, im 26 kann das Gleiche dann auch wieder fahren. Das sind die 3 Jahre. Vielleicht schon vor dem 26. Ja. Das Ding ist eben, und das ist eben das, ich habe wie beim Max das Gefühl, er hat sich jetzt schon etabliert, dass er einer der besten Fahrer ever ist. Mhm. Er muss eigentlich gar nicht mehr machen. Gleich wie das halt eben auch schon Ayrton Senna gemacht hat, bevor er seinen 4. Titel hatte, haben alle gewusst, der Mensch ist abnormal talentiert, oder? Und das ist eben das. Gute Frage. Oder was motiviert ihn jetzt noch überhaupt? Weil er hat sein Ziel erreicht, er hat das geschafft, was sein Vater nie geschafft hat. Und er hat ja schon nach dem ersten Titel gesagt, ja, eigentlich hat er jetzt sein Ziel erreicht. Er macht es jetzt einfach noch, weil es Spass macht. Weißt du, musst dir einmal vorstellen, du kommst so in die Formel 1. Ein Sport, wo eine riesige Herausforderung ist oder einfach eine riesige Challenge ist, egal bei was. Ob es beim Interview gehen ist oder irgendwie, wahrscheinlich, wer schneller abschüttelt auf dem WC. Es ist überall immer eine Challenge. Weißt du, was ich meine? Ja, und da kommt so ein Max, reißt schon alles von Anfang an und sagt auch so, ja, ich fahre jetzt da einfach, weil ich Spass dran habe. Also wie ein Kimi. Ja, aber der Kimi hat es einfach gemacht 20 Jahre später. Weißt du, was ich meine? Ja. Er hat einfach seine Ziele erreicht mit fucking 23. Eben, und das ist Das einfach ist so krank. Da musst du dir mal vorstellen, wie krank das ist. Die Vorstellung einfach, also unglaublich. Aber Ja. der Verstappen wird auch einer von der Besten sein in dem Sport, wo es je jetzt gibt. Weißt du, was ich meine? Also das ist einfach so. Also ich würde sagen, er ist sicher der Beste von dieser neuen Generation. Weil, Ja. Also das Auto spricht es so zu ihm, oder? Ich meine, der Hamilton ist ganz klar der King von der Anfang-Turbo-Hybrid-Ära. Da gibt es ja gar keine Diskussion. Und Max Verstappen ist jetzt einfach der King, und das jetzt schon, obwohl wir erst auf das 2. Jahr haben, von diesen neuen Aero-Regulations. Mhm. Ja, und wer weiß, 26 Stroll. Das ist etwas, wo wir nicht darüber geredet haben, wo ich nur mal ganz kurz noch mal meine Opinion muss sagen. That motherfucker is washed, Alter. Get that motherfucker out of here. Ich habe genug gesehen von ihm. Ich habe über die Jahre hinweg ich habe die letzten 2 Jahre ihm noch mal sein Overtake ist gut gewesen. Ist mir scheißegal. Ich habe die Schnauze voll. Ich habe das Troll nicht mehr in der Formel 1 gesehen. Ich mag es nicht mehr gesehen, wirklich. Nein, stimme ich dazu. Also eben, ich meine, es gibt so viele gute Talente oder so viele talentierte Fahrer auf dieser Welt, die einfach das jetzt 1000-mal eher verdient hätten. Sogar ein Sophia Flörsch, sorry, dass ich es jetzt wieder muss nehmen, hätte ich das jetzt eher verdient als er. Also, gut, das ist schon her. Aber ja, nein, es ist da kannst du fast so gut Mahavir Raghunathan sagen. Alter. Ja, aber weißt du, was ich meine? Also das Stroll ist einfach... Ich meine, schau zurück. Wenn wir jetzt darüber reden, wie viele Scheißmomente er hatte, könnte ich dir etwa 10 sofort sagen. Wenn wir überlegen, wie viele gute Momente er hatte, ist das einzige, aber wirklich, nein, 2 Sachen kommen mir in den Sinn. Aserbaidschan 2018, sein erstes Podium, und seine Pole Position in der Türkei. Sonst gibt mir ein gutes Rennen. Baku P3, das er gemacht hat.
Ja, mit das dem hat- Williams. Und da muss ich eben gerade reinstechen. Aber ja, das Er ist das, was ich fährt meine. mit einem fucking Williams 2017 ist es, glaube ich, gewesen, oder 18, ich weiß es gar nicht mehr wann. Nein, 17 war es. Fährt er auf ein scheiß Podium in Baku. Ja, also das ist das, was ich eigentlich gemeint habe, 17 in dem Fall. Und nachher ist er eigentlich immer in Teams gsi, wo gute Punkte, oder wenn es mal eigentlich nicht vorne geklappt hat, also sprich dann Force India ist noch nicht gewesen, Racing Point und dann nachher jetzt Aston und fährt eigentlich nicht mehr auf ein Podium. Und ich meine, schau mal, eben gerade Konstrukteurwertung ist so, ja, wie soll ich sagen, also nicht am Arsch, aber es ist halt einfach der Unterschied. Der Alonso fährt Hamilton. immer aufs Podium. Immer. Der ist bis jetzt, glaube ich, seit 2 Rennen nicht auf dem Podium gestanden. Oder 1 Rennen ist nicht auf dem Podium gestanden. Folgendermaßen Fernando Alonso, ja, für eins, wo er nicht auf dem Podium gestanden Eben. ist, die ersten paar Rennen immer 15 Punkte haben gebracht, mittlerweile sogar noch mehr manchmal, steht somit auf 3. Platz mit 117 Punkten, während der Lance Stroll noch nicht mal 40 Punkte hat. Er ist einfach auf 37. Also, schau jetzt. Der Lance ist 2017 P3 geworden. Baku 20 ist er in Imola in Monza ist er auf P3 gefahren, dort wo der Gasly gewonnen hat. Und dann nachher auch noch in Baku, nicht Baku, was sage ich Baku? Bahrain, wo der Outer Circuit gefahren wurde. Dort ist er auch P3 geworden. Ja, genau. Wo Und der Checo gewonnen hat. genau, und das war es gewesen. Jetzt hat er so ein dominantes Auto und ist noch nie auf dem Podium gewesen. Die höchste Position, die er eingefahren hat, war ein P4 gewesen in Australien, bis jetzt in dieser Saison. Ja. Ich bin gerade am durchrechnen. Differenzen von den Fahrern. Hey, das ist unglaublich. Und so einer fährt eigentlich in einem Top-Team inne. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist unglaublich. Nicht nur hat der Lance Stroll die grösste Distanz zu seinem Teammate, wenn man von den Punkten her schaut, mit 80 Punkten, wo er dahinter ist. Er ist mit 80 Punkten sogar nicht mehr weit davon entfernt, mehr Punkte von seinem Teammate entfernt sind, als alle anderen kombiniert von ihren Teammates entfernt sind. Weil einzige Unglaublich. Ausnahme ist der Perez. Also der Perez ist natürlich, der ist jetzt gleich irgendwie auf, was habe ich vorher ausgerechnet, irgendwie 65 oder so Punkte entfernt. Wenn man den Perez wegnimmt und alle anderen würden zusammenzählen, haben die nicht einmal 80 Punkte insgesamt. Und er ist alleine 80 Punkte entfernt von seinem Teammate. Hey, nein. Nein, es Ja. ist unglaublich. Gut, und mit dem Lance Stroll-Hate würde ich sagen, beenden wir den Podcast. Nein. Hast du etwas? Hast du Ja, etwas? wir haben Ui. den Albono vergessen, Alter. Voll vergessen. Oh mein Gott, Albono Praise. Gut, wir haben noch etwas Positives zum Abschluss. Genau. Und Albon, oder etwas du Positives fucking zum Gott. China Grand Prix, wollte ich wollte sagen. Zum Kanada Grand Zum Prix. Kanada. Hey, also wirklich, er hat den ganzen Grand Prix gerettet. Ohne Ja. Albon wäre das so sau Verdienter langweilig. Driver of the Day. Ja, Driver of the Year, sorry. Wir haben ja, ich habe so ja auch angesprochen, Tsunoda, Alonso und Albon eigentlich ganz klar die besten Fahrer von dieser Saison. Aber wenn wir jetzt mal darauf gehen, am meisten improved, also letztes Jahr war er zwar schon hure stark gewesen, aber ich habe das Gefühl, das legt er nochmal eine Schippe oben drauf. Was Hey, der für Resultat das ist- aushält, das ist nicht normal. unglaublich. Und das mit den Williams. Der hat in allen Qualifying-Sessions hat er die schnellste Zeit im Q2 gemacht. Das muss man sich auch mal überlegen. In einem Ja. scheiß Williams. Er Und- hat in einem Williams eigenhändig das Team 5 Punkte über Alpha Tauri gefetzt. 5 Ja, Punkte. ja. Und Alleine. ich meine, vor ihm ist höchstens der Russell rausgefallen, wo vielleicht noch, wo Ja. ihm vielleicht einen Platz abgedroppt hat, aber sonst ist er aus eigener Kraft so gute Punkte reingekommen. Und ey, Ja, also sorry, Im Fall noch 2 Punkte und er ist besser als Alfa Romeo, Haas und Alpha Tauri zusammen. Alter, so krank. So krank. Und darum eben, also ich meine, wo der Albon bei Red Bull war, bin ich nie so grosser Fan von ihm. Aber seitdem, dass er bei Williams ist und ich gesehen habe, wie talentiert der Typ ist, ey, ich bin ein richtiger Fan geworden. Und ich kann wirklich, also Williams darf den nie abgeben. Wirklich. Weil, Nein,
Williams kann sich glücklich schätzen, dass sie so einen guten Fahrer haben, der einfach nur fahren will. Der hat nur Spass da, dass er fahren kann und er hat Bock. Und ey, also, die müssen den behalten. Beim Albon ist es so eigentlich schon von vorne weg so ein bisschen, jedes Rennen, jeden Tag, den er auch nur in der Formel 1 eigentlich bekommt, ist geschenkt, weil er ist überhaupt nicht in der Auswahl gewesen. Er ist ja gleichzeitig mit dem Albon, gleichzeitig mit dem Lando und mit dem Russell zusammen reingekommen und das ist eben spannend. Der Russell und der Lando haben schon immer gesagt, er sei immer der Fahrer gewesen, wo sie gegen geschaut haben. Sie haben immer gesagt, he was the guy to beat. Also er war der gewesen, den wir wollen bezwingen, oder? Und niemand hat ihn auf dem Radar gehabt. Nicht einmal Red Bull, die ihn unterstützen. Sie haben ihm die Unterstützung weggenommen. Er hat keine Drive-Seat gehabt und wäre voraussichtlich zur Formel E gegangen und hat Last-Minute-Call doch noch zu Alpha Tauri einsteigen, weil sie zu viele Fahrer hatten. Ja. Und das Ding ist, ich bin eigentlich schon von dort her sehr überzeugt gewesen. Also es war dann ja noch Toro Rosso gewesen, von ihm, weil ja einfach seine Leistung gegenüber im Daniel Kvyat ist unglaublich gut gewesen. Und Daniel Kvyat, der eigentlich mit seinen viel mehr Race-Stars Sitz und Frau verloren hat. Sitz und Frau verloren hat, ja. Und seine ganze Ehre und Würde, wenn wir ehrlich sind. Aber das ist einfach so das Geilste, was je passiert ist in der Formel 1. Also für die, die es nicht wissen, er hat den Sitz und seine Frau sogar an die gleiche Person verloren, ja, Max Verstappen. Ja, anyway. Also, er hat gegen Kvyat damals schon sehr gut performt. Und ich war so enttäuscht gewesen, wie er vom Red Bull-Sitz eigentlich seine Karriere kaputt gemacht hat. Und ich dachte, gut, that's it. Hör mal auf lachen. Das ist so. Hey, da musst du dir mal überlegen, wie bitter das ist. Das ist verdammt bitter, ja. Oh mein Gott, das ist so krass. Ich frage mich überhaupt, wie das passieren kann, aber ist gut. Ich glaube, die war bei Red Bull auch unter Vertrag. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, anyway, look, also mit dem Move zu Williams hat er sich seine ganze Karriere eigenhändig gerettet und ich sehe ihn noch für ganz, ganz viele Jahre in der Formel 1. Also da gibt es für mich keine Diskussion. Ja. Nein, aber ich glaube, jetzt haben wir alles angesprochen, was wir ansprechen in dem heutigen Podcast. Es ist mal wieder eine bisschen längere Folge geworden. Ich glaube, das letzte Mal ist nicht so lang gegangen, schon 1,5 Stunden, ein bisschen mehr jetzt. Aber ja, da würde ich mal sagen, was es war von dieser heutigen Episode vom Unsafe Release. Wir hoffen natürlich immer, dass euch die Episode gefallen hat und dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt. Und da würde ich mal sagen, sehen wir uns dann wieder in der nächsten Episode. Die wird dann wieder so plus minus 2-3 Wochen rauskommen. Jetzt ist ja dann das nächste Rennen in Österreich und dann kommt dann England, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, und dann kommt Ungarn. Also jetzt kommen dann die guten Rennen. Und sind wir mal gespannt, was dort alles passiert. Und dann kommt eben noch Silly Season. Also, es wird sicher noch etwas kommen an News und alles drum und dran. Darum sind sicher gespannt auf die nächste Episode. Wie gesagt, das wäre es mit der heutigen Episode. Und dann können wir uns wieder in der nächsten Episode, jetzt habe ich auch auf der Episode gesagt, aber egal, von Unsafe Release. Macht es gut und schöne!